wollte dabei haben, weißt du, zum Hosts reinholen und so. Und jetzt spielen wir PUBG. Ja, das mal echt. Also ist okay, wenn es schießen geht. Du kannst sogar da machen, ist nicht so schlimm. Okay. Also, Ist ja nichts Neues, gell, bei den Gamer. alle miteinander, alle nochmal merci für den Host hier und so. Okay, ich hätte es Nachttopf unter dem Stuhl. Doom. Spielt das überhaupt noch jemand? Ja, Mann. Alter, es ist kommt gerade ein neues raus jetzt. Eternal. Wird der Shit. Ich habe letztes Mal gerade beim Strike im Twitter geschrieben, wegen Doom, wo gepostet hast, boah, ich liebe es. Ich bin wieder so gehypt auf ein neues Teil. Oder Eternity. Ich freue mich mega. Hat doch Joya knallhart alle 3 Emotes von allen 3. Merci vielmals, ey. Geil, schau mal. Maschine. Merci, Joya. Maschine! Maschine! Zwei von 3 hat jetzt nie gemacht, aber ey, Geschmackssache. Also. Scheiße. So, wenn ihr seht, ihr habt Stricker heute am Start und Walliser Gamer. Warum nennst du dich eigentlich Walliser Gamer? Ich dachte, ich habe keine Idee, ich komme von Wallis, ich nenne mich Walliser Gamer. Schüre uninspirierter. Und Leute, nur schnell. Wirklich, ja, sorry. Ja, ich verstehe ihn zur Hälfte auch nicht, also cool bleiben. Fair, merci. Weißt du was? Dann einfach O's mit S ab und zu reinwechseln. Ja, so, Aus. Nein, die meisten verstehen mich, die haben es jetzt dank mir gelernt, weißt du, so ein bisschen, wenn ich mir wieder zulegen, ja. Das ist eine sehr interessante Geschichte, warum Walliser Gamer. Ja, wie gesagt, der Name sagt schon für sich, oder? Walliser sind eigentlich sympathisch und haben einen lustigen Dialekt. Das ist auch das, was viel ankommt bei den Streams. Wir finden deinen Dialekt so super. Und ich gesagt, keine Ahnung, ich rede halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, oder? Ich dachte, ja, Walliser Gamer. Und die Geschichte dahinter ist, ich eigentlich nie streamen. Bei mir war es eigentlich damals eine Sprachtherapie. What the fuck? What the fuck? Ich lebe auch schon seit Jahren im Wallis. Ich bin jetzt ja. Du bist kein Walliser? Ich bin im Wallis aufgewachsen, aber ich bin kein Walliser. Ich bin eigentlich. Kein Eidgenoss. Hallo? Alter, ich habe erst Falcon 5 Jahre lang. Ich bin mehr Eidgenoss, was so Mengen hier, die Hallo? Ja, und das ist aber die Idee gekommen, weil ich langsam den Walliser Dialekt verloren habe. Wie kannst du das wieder zurückgewinnen? Wie kannst du das machen? Dann habe ich gedacht, ja, komm doch mal ein bisschen aufnehmen während dem Game und versuch mal so wie ein Streamer ein bisschen da zu schnurren und so. Und dann habe ich das angefangen mit dem und irgendwann hat es mir einfach gefallen. Ich habe gedacht, wieso machst du das nicht mal richtig? Wieso tust du das nicht mal so richtig durchziehen? Und dann weißt du, für Playstation damals, weißt du, mit dem Share-Button, kennst du, gell? Ja. Dann habe ich gedacht, boah, höre geil, wir sind voll professionell mit dem. Weil ich ein paar am Anfang vom Eingestöbel mit dem angefangen. Und bis wir eben mal so drin sind gekommen. So bis wir gemerkt haben, ja, es gibt da hier noch das OBS und wow, und wir total, boah, fuck, was geht ab? Das ist ja krass, die Möglichkeiten, weißt du? Ja, geile, easy money. Ja. Der Anfang gesehen, ja. Und darum eben Walliser Gamer. Und ja, die Mami und Papi gesagt, hey, du machst das so schön, mach das noch mehr. Nein. Don't worry, Chrissy, Tina, we don't understand him too. Ja. Sorry, Chrissy, what's up? Ihr habt jetzt nur Ja gesagt, gell? Also, so wie ich es verstanden habe. Keine Ahnung, was läuft. Das Wort verstanden, was jetzt so wie ich es verstanden habe, er hat einen Hund gehabt und der hat Auto gefahren, glaube ich. Ja, ich habe etwas von Heroin gehört. Gell? Und kifft jeden Tag und all das Shit. Aber ihm sein Leben, nicht mein Problem. Also. Wir sind langsam. Dann hat er gesagt, nein, er hat Fortnite-Boot geschissen. Wirklich? Das macht ja, also das habe ich wirklich gedacht, das kann nicht. Ich sehe, wenn es so nach Trockenfleisch gesteuert hat, bin ich so gesehen. Nachher angelegt. Ja, Herzchen nur für jemanden her. Ja. Atme jetzt. Oh, so ist es gegangen, ja. Why the fuck heisst du denn Strike, Copyright Strike? Und endlich ist dein Name wechseln. GG zu dem. Ich bin mir ein Fan von einfachen Namen. Ja, geil, eben. Nein, der Punkt ist, ich habe ja früher als dummer kleiner Teenager, jetzt bin ich einfach nur noch dumm und klein. Wir sind im Fall beide gleich groß. Ich weiß nicht, ob das die Leute wissen. Wir sind. Schon? Wer mal den Strike gesehen hat, live, der weiß, wie groß ich bin. Ich bin so groß wie der Strike. Also, bist du auch 1,97? Ich bin 1,54. Scheiße, ich bin ja zwei Köpfe grösser als ihr zwei. Was ist los? Nein, ich bin zwischen 1,70. Nein, nicht 1,70. 1,72, 1,73. So was bin ich. Ich bin 1,71. Ich bin sogar. What the hell? Ja, aber los. Wir sind nur kleine Leute.
Was? Ja, aber weißt du, kennst die Regeln, oder? Ja, genau. Dafür ist der Schneidel 5 harte Sante. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, ich weiss nicht, früher habe ich eben noch so recht dumme Schweizer Rap-Songs geschrieben. Ja. Und habe mich damals Strike Stimmt, du hast ja gerappt, stimmt. Ja. Darum DM. Ja, das habe ich irgendwie, als ich einen Twitch-Account gemacht habe, habe ich es gekürzt auf DM aus irgendeinem Grund. Genau. Ich habe deine Raps gehört, hä? Oh Gott. Wir haben einen Account eigentlich gemacht. Also ich habe den Account gemacht, weil ein Kollege da von streamen und ein anderer Kollege hat gesagt, ey, komm, wir gehen trollen und so. Und ich habe halt dann DM gemacht, weil ich gefunden habe, ja, dann checkt das vielleicht nicht gerade im ersten Moment. Und dann habe ich den Account einfach behalten. Ist der erste, nein, nicht der erste, ein Twitch-Streamer, der verified ist, das erste Mal ein Troller gesehen. Ja, rap mal etwas vorher. Jetzt hast du Mercy Rave Dave. Sagt Mercy Rave Dave, wer hostet. Nicht jetzt. Sorry, Rave Dave, Idiots, du weißt. Ciao, Rave Dave, danke. Nein, sorry, ja. Du bist Rapper gewesen. Ja, und dann nachher Strike DM 2,5 Jahre lang und so. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich immer wieder mal nebenbei gesagt, so, wenn ich mit Twitch-Support oder so etwas zu habe, habe ich immer gesagt, hey, kann ich nicht Strike haben? Und sie sagen, ja, das ist ein aktiver Account, können wir nicht machen. Und dann bin ich Partner geworden und dann dachte ich, weißt du, jetzt fragst du vielleicht nochmal, jetzt könntest du vielleicht mehr machen. Und dann immer noch gesagt, nein. Und dann ist irgendwie und dann bin ich den Account mal anschauen. Es ist halt ein aktiver Account, aber kein Profilbild. Also aktiver Account, es gibt ihn. Kein Profilbild. Kein Follower, also kein Follows, aber Profilbild. 4 Follows, also 4 Leute, die im Follower, jetzt kommt wieder durcheinander, also 4 Follower. Und die haben alle auch Strike irgendetwas geheißen. Wahrscheinlich sind das Leute, die gefunden haben, ich gehe schauen, vielleicht wird der Name irgendwann vergeben. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja, kann ich jetzt vielleicht trotzdem den Namen haben? Und dann haben sie zuerst gesagt, nein, wegen Regulations. Und ich, ja, was sind denn das für Regulations? Und sie haben gefunden, bei den Partner ein halbes Jahr, das oder? Kann ich. Nein. Dann haben sie gesagt, es gibt interne Regeln, wenn sie für den Partner einen Namen, also sozusagen einen Account zumachen und den Namen einem Partner geben, oder? Und ich so, ja, was sind denn die Regeln? Und sie so, das kann ich dir auch nicht sagen, aber ich habe einmal gecheckt und du kannst Strike haben. Größer als 1,50. Wow. Und ich so, damn! Und dann habe ich stundenlang überlegt, seit schon jahrelang, also wirklich 2 Tage lang überlegt, weil ich habe ja noch die ganzen die Metal Dog Tag, Business-Karte, wo Strike DM draufsteht, Pipapo, Branding und so weiter. Und dann habe ich es halt trotzdem gemacht. Und wenn ich jetzt die Karte rausgegeben habe, der Gamescom oder so, habe ich einfach schon mega theatralisch einen Stift für genommen, das DM durchgestrichen und haben die Django Unchained gesehen? Ja. Er sagt ja, the DB silent, oder? Ich habe einfach gesagt, the DM be silent. So gut kann ich mich gar nicht erinnern, in der Film damit. Und dann nachher habe ich so, okay, ist glaube schon okay. Aber so ein Name ist halt einfach geil, du gehst irgendwann neu mit an, ja, wie heißt es auf Twitch? Strike. Genau. Und die meisten sind dann so, Strike was? Und ich so, einfach Strike. Und tatsächlich hat es einen gehabt, der 2 fucking Stunden, nachdem wir den Namen gewechselt haben, ich habe einen Mod, der mir hilft, meinen eigenen Bot zu schreiben. Und der ist relativ oft, wenn ich offline bin, in meinem Chat, um ein paar Sachen zu testen, oder? Und dann ist ein Dude gekommen namens Only Strike, der hat also sein Username auf Twitch halt Only Strike, Shoutout Only Strike, geile Sieg. Hat geschrieben, hey, kann ich bitte im offenen Chat, kann ich bitte deinen Namen haben? Ich bin ein neuer Streamer, ich will gerne mein Glück probieren. Und ich so, nein. Ich würde sagen, aber wenn ich jetzt will sagen, scheiße drauf, ich nehme mich jetzt, keine Ahnung, Hülsensack auf Twitch und ändere meinen Namen wieder. Der Name Strike wäre jetzt auch wie auch Strike DM, ist jetzt für immer gesperrt. Aus rechtlichen Gründen dürfen sie Partnernamen niemandem mehr geben, ever. Und, oder 10 Jahre lang nicht oder so. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Ich hatte damals das gleiche Problem mit dem Rocca C, also Rocca mit C. Und dann hatte ich auch einen gehabt, aber der war dann von Partner gewesen. Das heisst, ich hatte jahrelang auf den gewartet. Ja. Der war auch nicht so aktiv gewesen. Und das war ja der Grund gewesen, der ist damals Rocca mit Q frei geworden. Und ich so, weißt du was, man? Wechseln wir komplett hin. Und darum habe ich finde Rocca mit Q nice. Ich finde es viel geiler mittlerweile. Ja. Aber ich bin auch wie du, aber ich brauche es einfach. Simple, straight und fertig. Nicht da Bodenstrich zahlen und Geburtstag noch am besten. Ja, bin ich gar kein Fan davon. Mega allergisch dagegen. So aus Marketing-Sicht einfach. Ich finde eben auch immer, ich muss wirklich sagen, du merkst zum Teil so politische Initiativen einfach
oder einfach eine politische Gruppe oder ich meine, ein Blocher merkt sich jeder. Hauptsächlich älter. Darum ist er King. Der Blocher ist King. Also, weißt du, die haben dann irgendwie so in so URLs so enten-der-innerschweiz-9.ch. Also, boah, Alter! Der Name Skal Bodenstrich fragt, Bro, was hast du gegen Bodenstrich? Lass zu. Nein, das ist Cal, sie ist cool. Sie heisst jetzt erster Name Cal seit kurzem. Sie war meine erste Viewing ever. Also ist eine? Ja. Hallo. Ja. Der Brocken sind vorher Cal ist weg auf Twitch. Ja. Das sind so die typischen Call of Duty Namen, weißt du? Weißt du, das ist mir auch geil, wenn ich irgendwo in den Chat gehe und sie sehen meinen Namen mit dem Tag dahinter, denken sie, oh shit, der ist sicher so OG Twitch, Alter, seit 6 Jahren dabei, Justin TV. Und mega gross, nachher gehen sie auf meinen Account und denken, halt, du bist ein Zwerg, das läuft nicht. Das ist recht nice. Du hast jetzt viel geredet. Jetzt fragen wir die Verified-Fragen der Walliser. Verified-Fragen. Das sind Verified-Fragen hier. Willst du Verified sein? Und so wie der Plex drauf träumen. Genau so erklären, weil ich verstehe das so gar nicht eigentlich mit diesen modernen Ausdrücken. Was heisst Verified? Verified auf Twitch? Ob ich fehle auf Twitch oder was? Wie weit das ich will gehen auf Twitch? Nevermind, Strike, darfst du darüber reden. Partner. Wie verstehst du mich, was ich sagen? Twitch-Partner, Mann. Twitch-Partner? Was soll ich mit dem? Was soll ich mit dem? Nein! Ja, dann hast du deine Antwort. Nein! Soll ich noch so einen Bodenstrich drauf tun? Gibt es das wieder? Hey, meine Kamera ist mega scheiße. Die laggt ja mega. Also die Frage ist, ob ich Twitch-Partner werden will. Ist das die richtige Frage? Ja, was du davon haltest, weißt du? Als Beispiel. Ich finde noch, Leute, die das Ziel haben, oder? Das machen, finde ich sehr gut. Also, die sollen das ewig machen. Für mich wäre so etwas nie das Thema gewesen, weil ich überhaupt schon mal total falsch reden tue. Also, neben Schweizerdeutsch, dass mich schon keiner versteht mit dem Walliserdeutsch. Ich bin das Thema, die ganze Sache angegangen mit dem Streamer, weil ich einfach gesagt habe, ich will die Leute glücklich machen, ich will ihnen das Lachen aufs Gesicht zeigen, dass sie in Zürich nach Disneyland. Ja, und jetzt kann ich sagen. Ja, es ist so. Aber einfach, ich habe immer gesagt, wenn wir einen oder zwei zuschauen, die Verheiter an den Sellunch, weißt du, das ist gut, dann bleibe ich dran. Das andere, also. Ob jetzt das, nein, weißt, ich habe zu wenig Zeit für das. Ich bin so dermaßen eigentlich ausgelastet, privat und arbeiten. Ihr kennt es alle, oder? Du bist nebenbei noch 100 andere Sachen machen oder er hat vielleicht noch einen anderen Verein nebenbei, oder? Und das hier ist alles halt ein riesiger Aufwand. Ich habe jetzt eben, wie gesagt, mit diesen Geekstöbeln zusammen geschlossen. Oder Freddy damals auf mich ist zu suchen. Ja. Seitdem mir ist super, weißt du, wir haben da, also ich sage, Zahlen steigen immer mit zu dem Thema komme ich nachher, habe ich eine Frage. Ja. Und es ist tiptop, weißt du, einfach ein bisschen zu kalt machen, einfach ein bisschen doof tun und die Leute mögen das. Mehr will ich gar nicht, weißt du. Das ist für mich einfach ein guter Ausgleich, also ein bisschen lustig zu haben. Ich gehe hören gerne, streamen, wirklich sage so, super, jetzt ist da Game und die Leute schauen dazu, kannst du dich mit denen unterhalten, tiptop. Ja. Und ja, das war nie das Ziel gewesen, irgendwas wie ein Gewinn zu machen. Ja, gut. Oder, ja. Du kannst es als Ziel haben, aber nicht viele haben es als Ziel. Wenn man es aber bekommt, ist es halt umso besser. Darum wenn wir jetzt vielleicht, ja. Sorry, das ist einfach viel, weißt du, die einfach auch mit diesem Ziel dahinter gehen und die sind sehr schnell enttäuscht. Darum habe ich vorher aber den Plex gesprochen, darum finde ich das auch nicht so richtig. Ich verstehe es, aber... Von denen kehrst seit Monaten und seit Jahren nichts mehr, wo das verfolgt hast, weil du einfach enttäuscht sind von ihren Erwartungen. Das Ziel musst du ja haben. Das Ziel sollst du haben. Aber du darfst nicht mit grossen Erwartungen dahinter gehen. Ich bin jetzt mittlerweile schon so weit, dass ich bei mir so mit einem Zettel, mit einem Klebstreifen am Bildschirm hier die Zahl abgeklebt habe, wie viel mir zuschauen. Das will ich gar nicht wissen, weil du hast mal zu hohe Erwartungen. Weißt, wenn du viel zuschauen bist du voll gehypt. Wenn du fast keinen zuschaust, bist du auf einmal einfach wie depressiv. Ist aber trotzdem besser. Umso mehr zuschauen, umso witziger auch für dich selber. Ja, nein, das ich gar nicht wissen. Ich verstehe, warum du das machst. Ist auch gut grundsätzlich. Ja. Ich bin aber so am Anfang auch. Mittlerweile habe ich es jetzt offen. Ich habe es jetzt komplett sogar offen. Einfach aus dem Grund, um zu wissen, was eigentlich läuft. Und plus,
Du kannst sagen, wie du willst. Es liegt nicht jedem so einfach wie zum Beispiel dir oder am Strike, keine Ahnung, wo straight drauf losgehen, weißt, ob jetzt jemand zuschaut oder nicht. Das können nicht viele. Ja. Und es geht mir ähnlich, dass umso mehr sind, auch umso mehr Spaß habe ich selber. Ja, das ist auch einfach. Ob ich will oder nicht. Ja. Ja, aber mir ist es genau das Umgekehrte. Ich kann es nicht abhängig davon machen, wie viel Zuschauer. Und ich habe es aber schon probiert. Und irgendwann habe ich da wirklich wenig Zuschauer am Anfang, wo ich das Walliser Gamer-Dings, der Kanal für mich allein hatte, bevor ich zu den Geekstellen dazu habe. Ich habe dann wirklich gemerkt, so, scheiß mich an, es schaut doch keiner zu, was mache ich falsch, weißt du? Einfach das zu ignorieren, weißt du, das hat aber total anders wie du. So gesagt, ja. Kleiner Tipp übrigens, falls du noch nicht weißt, was und sonst alle, also ich habe meistens nebendran das Dashboard offen. Du kannst auf twitch.tv/dashboard, dann hast du deinen Titel, es zeigt gerade, ob die Qualität stimmt, weißt, ob die Verbindung stimmt, das Video siehst und der Chat und so. Und dort siehst du deine Viewer und so auch. Beim Klick kannst du es ausschalten. Du kannst draufklicken und dann werden sie versteckt. Und das mache ich. Oder? Genau aus dem Grund. Ich habe dann auch immer den Stream, wie soll ich sagen, vom Streamlabs, der Chatbot offen. Ja, kannst du auch, ja. So schaue ich einfach den Chat an, aber kommt die Zahl da, bin ich nicht weg, darum ist einfach abgeklappt. Ich schicke dir dann mal aus Foto. Analog. Ja, analog, ja. Weil es mir einfach genervt hat, so lange zu suchen. Ich dachte einfach praktisch, machst du das Klebe drüber und fertig. Aber eben, Swiss Standard sagt jetzt auch, es ist für sie besser so. Aber wenn es für dich besser so klappt, dann ist es ja umso besser, oder? Ja. Aber ich habe jedes Mal höher Freude. Ich bin fast immer in unserem Häuschen, wenn so ein neuer Follow-Alert bekommst. Das ist für mich 10-mal wertvoller, als ob dir irgendeinen Bit schickt oder so. Ja klar, schön schickt dir einen Geld und so. Das ist ja merci vielmal. Aber Guter Tipp vom Sneaky, nimm Tipex nächstes Mal. Oh Gott. Ja, nein, bei mir ist es halt einfach, ich habe wirklich, ich bin dann Partner geworden, oder? Und hatte dann irgendwie das Gefühl gehabt, so, okay, krass, jetzt musst du auch schauen, dass wirklich ein bisschen wachs ist, dass auch irgendwie Beweis ist, dass du ein wertvoller Partner bist, pipapo. Und dann bin ich nicht so gewachsen und das hat mich easy ins Loch gestürzt, gerade zusammen mit sonst anderen Mental Health Sachen und so, wenn deine absolute Passion ist, dein absolute Herzblut und du tust und du hast das Gefühl, es wird nichts daraus, dann schießt das Hure an. Und das haben dann auch die Viewer gemerkt, oder? Weil du kannst es nicht verstecken. Mittlerweile konzentriere mich einfach darauf, dass ich für mich selber Spaß habe, dass die Leute, die kommen, eine gute Zeit haben. Richtig. Und dann wächst es auch wieder ein bisschen langsam. Das ist in letzter Zeit aber mein Problem. Das ist aber die psychologische Dinge, die du hast, das, was ich vorher angesprochen habe. Das ist aber genau das. Aber ja. Voll. Das ist aber mein Problem in letzter Zeit, dass ich selber keinen Spaß mehr habe. Kein Game schießt mich an. Jedes Game schießt mich an. Okay. Darum, wenn ich so IRL-Zeug mache und einfach rede, und wenn viele Leute aber rum sind und ich sehe es und weiss es, dann ist es aber umso witziger. Weil dann kann ich loslegen, mache IRL und schnur einfach nur Scheissdreck. Ich habe letztes Mal auch 3 Stunden gestreamt, habe einiges ein Game gestartet, wieder abgestellt und weitergeredet. Ja, dann mach das, Mann. Aber ich muss ja fast. Bleibt mir nicht anderes übrig. Weil die Leute schmecken das und wenn sie es nicht aktiv merken, und ich wenn sie auch. Aktiv merken, dass sie sich anschießen, sie merken es unterbewusst und hauen ab. Genau. Das ist extrem an deiner Körpersprache, an deiner Mimik. Genau. Sofort. Ja. Das ist, aber eben, er tickt halt so der Rocca, das finde ich ganz interessant. Es gibt eben Dero und Dero. Ja. Es läuft am besten, die Leute haben am meisten Freude und ich kann ich sehen. Also von dem her alles gut. Aber, mir ist jetzt persönlich scheißegal, wie viel zuschauen, aber darum und dann es geht ab direkt, ja. Gut, du musst auch daran denken, dass halt, wenn du jetzt irgendwie 3 Jahre lang etwas machst und es schaut nur einer zu, oder? Dann machst du auch etwas falsch. Dann ist auch nicht mehr wirklich Spaß, dann musst du auch nicht mehr streamen. Das stimmt auch wiederum. Oder? Du streamst nicht, weil du gamest. Du streamst, weil die Leute das ja sehen und du willst auch Leute erreichen. Wenn du jetzt aber sagst, es ist mir egal. Er hat letztens gesagt, ich sollte eigentlich gar nicht game, ich soll einfach lernen. Das ist besser. Aber genau, das meine ich ja. Das ist bei mir ähnlich. Es ist viel lustiger und keine Ahnung, ist einfach spannend. Zu meinem Geburtstag habe ich auch 3 Stunden lang einfach Fragen beantwortet, wie ein Idiot. Ich habe nichts gemacht. Er hat dir nur 20 Steine geschickt. Was hast du mit denen gemacht? Bist du das Kistchen Bierli kaufen? Oh, ey. Fett essen. Stripclub, der nächste an den Slippery. Ja, schnell da hin. Einmal. Und dann wieder raus. Nur einmal gerühren und dann, jetzt habe ich nichts.
Baby, komm dahin, ich bin Twitch-Streamer. Hast du einmal können schmecken dran? Ey, nimmst du auch Bits? Komm, ich schieb dir ein Pizzi-Tösschen. Aber dann jeder einzeln, weißt du? Ja, schick jeder einzelne. Es kommt schlussendlich mehr darauf an, dass du die Leute entertainst, wie du das machst, ist ja wurscht, Hauptsache allen Freude. Natürlich, solange du aber auch Freude hast. Also ich oder... Ja, aber du musst eben sehen, weißt du, es ist eben schon nochmal ein Unterschied, ob du ein Viewer bist oder ein Streamer. Viewer sagen, also Kerl hat recht, wenn sie sagt, schlussendlich kommt es nur darauf an, dass du Leute entertainst und wenn es lustig ist, ist es gut. Aber wenn du so zwischen dem Punkt bist, wo du findest, okay, also mittlerweile kann ich mit dem sogar ein paar Rechnungen zahlen, soll ich irgendwie pushen und das vielleicht einen größeren Teil von meinem Leben machen, schaffe ich das wirklich so groß, soll ich es probieren, dann hast du eben auch noch andere Gedanken dahinter, oder? Und dann kannst du nicht einfach abstellen, ob du wachst oder nicht. Aber es kommt so oder so mit der Zeit. Es geht euch viel mehr, wie denken ihr über die Donation Goals? Viele haben auch Donation Goals drin. Zu dem man jetzt auch noch etwas sagen, was gerade Strike erwähnt hat. Ja. Strike, du kennst dich aus. Wie offen darf ich reden über Geld von Twitch? Ich habe es schon ein paar Mal rausgelassen, aber habe nie gewusst, ob ich darf oder nicht. Also ich weiss einfach, wo ich Partner geworden bin, hat er tatsächlich gesagt, lass zu, eine Partnervereinbarung ist in vielen Punkten recht viel strenger, also vor einem Jahr gewesen. Lies es wirklich einmal genau durch. Und dort ist ja gestanden, du darfst zum Beispiel keine Screenshots machen von deinem Dashboard mit den Einkünften posten. Pipapo, sonst können sie die bannen oder Endpartner oder was auch immer. Also ich darf jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich habe den Cut, den ich von den Subs bekomme, ich mache so viel im Monat von dem, was ich bei Twitch mache. Donations dürfte ich wahrscheinlich schon sagen, weil das geht ja nicht über Twitch. Ja, genau. Ob es jetzt bei dir ist, du bist Affiliate, wenn es jetzt bei dir ist, beim Affiliate-Vertrag, keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass dort auch irgendwo etwas drin steht. Ziemlich sicher. Ja, da nicht irgendwie Screenshots posten, so ein Scheiß. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß einfach, dass ich nicht sollte. Ich habe es ein paar Mal gemacht, aber haben wir auch schon Gedanken gemacht, darf ich das überhaupt? Ich verstehe es auch, warum nicht. Ich als Donation Goal mal so drücken, als Spaß neue Unterhosen. Ey Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe letztes Mal einen Donation Goal rein von 5 Stutz und habe gesagt, ich gehe mir nicht, bis er 5 Stutz zahlen. Und das hat funktioniert. Ja, Nein, lass. Ich habe es bei einem Streamer gesehen und da über das geredet. Er hat tatsächlich knallhart den Stream angelassen und du hast nichts gesehen. So der Startscreen und in der Mitte zahlt, oder? Oder ich streame nicht mehr. Und ich habe es jetzt natürlich auch das auch gemacht. Oder ich so, fuck it euch, oder? Du bist wie so ein Arcade-Automat von damals. Ja, wirklich. Leck mal Marsch. Aber es gibt ja die Leute, die sagen, ja, es gibt halt viele Frauen, schönere Frauen auf Twitch, die sagen, ich mache Cam an, wenn ich $100 mache. Das ist so, ja, das haben wir auch schon mal drüber geredet. Oh Gott. Ist halt, ja. Geld wie Stand, bei mir hat es funktioniert. Ja. Aber ich habe mich auch schlecht gefühlt. Also ich habe wirklich gesagt, ich meine, es war alles Spaß und so, aber wenn du das wirklich ernst meinst... Ich muss das auch mal machen, weil ich bin auch eine schöne Frau und vielleicht würde ich so auch mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Ja, ich habe die Perücke schön, ja, gesehen, als Frau noch geil aus, aber ich muss mich noch ein bisschen rasieren. Jetzt die Conchita Wurst. Ja. Wer von euch hat gestern einen Blick in Sportstream mitbekommen? Mitbekommen, dass es geht und schnell reingeschaut, aber wirklich in 3 Sekunden und nicht mehr. Du, Walliser? Ich habe nicht reingeschaut, nein. Weil ich selber mit denen, du hast einen Stream gesehen, oder was? Das war ein Stream gestern. Hat es nicht ich komme gar nicht grossartig zum Streams schauen, wirklich nicht. Ich habe keine Zeit für das. Weißt du, wenn du selber am Streamen bist und nachher hast du nebenbei noch, weißt, du musst noch Videos schneiden etc. Ihr beide kennt das selber euch und dann musst du hier schauen und anschauen und dann ein Programm im Geekstöbeli für diesen Monat und für nächsten Monat und generell immer etwas zu tun. Ich würde so gerne mehr andere zuschauen, aber ich schaffe es nicht. Ich hätte es gerne, aber einfach, ja. Hey, ja. Hey, um was ist denn gegangen? Um was? Sie haben zum ersten Mal halt gestreamt und sie gehen jetzt auch in E-Sports-Zeug. Nein, ich tue jetzt einfach schnell durchklicken, der gesehen hat. Ja, was umgekommen ist von Blick, ja, finde ich mit der Sora, genau, Systendo. Es ist schlecht gewesen, come on, ey. Es ist so cringe gewesen. Also wenn es blickt ist, haben sie einfach irgendwie SVP die Burzmorgen gestreamt, oder so? Hey, wer das sagst? Was ein Büro zum Morgen? Ja. Nein, sie haben halt eine Runde gamet, geschnurrt, halt zwei, 3 Streamer vorgestellt.
Aber erzählen. Ich will dir Gott etwas sagen, pass auf, Freunde. Das ist ja so, jetzt ja. Nein, da siehst du gerne so, weißt du, die 20 Minuten oder Blick Livestreams oder Videos, kennst du die, wo du gerne so gehst schauen, oder? Und dort siehst du so, Gott verdammt, da steckt etwa ein 40-50-köpfiges Team dahinter an diesen Videos. Ja. Und das ist so scheiße. Das sieht so scheiße aus. Und jetzt, aber wir machen das allein. Wir sind eigentlich so ein Ein-Mann-TV-Studio. Und wir bekommen viel bessere Videos zu weg als so ein hochbezahltes Team, oder? Ja. Also für das es Blick war, und sagt er vorher gesagt, Strike, das ist hure schlecht, man. Das hätte mir besser herbekommen. Für das Blick ist schon ein lame gewesen. Oder kennst du die Instagram-Blick E-Sports-Post da? Die so teils höher unlustig sind. Letztens haben wir vor Lachen fast in die Hose geschissen, ich kann dir sagen. Da steht so, habt ihr schon gewusst, dass man mit einem Headset besser während Shooters die Umgebung mitverkommt? Und ich so gedacht, ja, Blick. What? Ohne Scheiß? Normal, ja. So, ich muss neue Headsets haben. Ja, ey, Alter, ich muss mal mit Headsets gehen. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, ey. Na! Ja, voll. Hey, Scheiße. So, Gerne mal reinschauen, Leute. Dann seht ihr, warum ich sage cringe. Ende und Sarge, merci nochmal. Wir sind beide voll am Abgehen. Gut so. Aber ich kenne nur von denen, die da sind, kenne nur Zora und sie ist für so Zeug eigentlich gutes Gebrauch, habe ich das Gefühl, weil sie kann gut schnurren, von dem her. Das wird wahrscheinlich schon gut sein. Aber ich weiß nicht. Ich finde eben, von dem haben wir es auch vorher gehabt. Ich finde jetzt halt einfach so, jetzt plötzlich jeder so, oh, E-Sports, wir müssen auch irgendetwas machen. Und wenn es so rauskommt, okay, jetzt geht kräftiger Diss gegen die E-Sports-Szene in der Schweiz. Achtung, der Strike, jetzt doch noch. Jetzt nein. Nein. Ich finde einfach, das ist einfach etwas, was ich ein bisschen beobachtet habe. Als Beispiel CSGO. Ich liebe CSGO, Mann. Ich spiele wirklich gerne CSGO, wenn ich nicht so oft spiele. Ich habe es damals sogar turnieren gespielt und so. Und jetzt wird es immer schlimmer, Mann. Jetzt gibt es irgendeines, ich sehe das auf Facebook zum Teil, und es gibt irgendeine Liga, oder? Ja. Und jetzt machen die irgendetwas falsch oder haben einen kleineren internen Skandal, keine Ahnung, irgendeiner hat besoffen jemand hingekackt oder hat sich herausgestellt, dass pädophil ist. Alter, ich bin am Fortnite-Booth vorbeigelaufen, ich werde es nie mehr vergessen. Und nachher, anstatt das andere, oder du kannst irgendetwas, die Struktur ist scheiße. Jetzt kommen alle, das ist so ein typisch Schweizer Ding, das habe ich ja bei Game Rats gemerkt. Jetzt kommen alle anderen und anstatt dass sie sagen, okay, weißt du was, komm, wir schauen jetzt, dass wir die Liga verbessern, wir setzen uns für das ein, wir bringen uns ein, wir machen eine eigene Liga. Ja, toll, am Schluss haben wir 50 Ligen und so. Und dann schreibt einer bei sich in die Bio rein, so, ich habe die Rocca E-Sports Liga gewonnen, oder? Und in der Schweiz denkst du dann so, ja, nice, und die anderen 49, die anderen 49 hast du verloren, du Hurenflaschen, oder? Nein, ehrlich, dann hast du einfach, und es gibt ja auch ein paar wenige, so SSL und so, weißt du, anstatt dass man jeder eigene so eine Scheissliga anfängt und brüllt auf Facebook, wie scheiße die Ligen sind. Einfach die Schnur heben und sich mal beteiligen und mitmachen. Aber es passiert mal etwas in der Schweiz ein bisschen, gell? Oder? Wie siehst du das? Ich finde, die Schweiz ist immer so ein bisschen hinterschig drin, so mit allem, was das angeht. Oder ja, normal. Das falsch? Normal, ja. Das ist auch finanzielle Investments, Alter, weißt du, oder Twitch, YouTube ist mega neu. Du hast irgendeine Business-Idee und die ist halt Internet-Business, ist halt relativ neu und frisch und Papier, Pow, oder? Und jetzt sagst du, ich brauche Geld für das, oder? Ich kann das nicht einfach so aus der Tasche zahlen. In den USA könntest du jetzt fix easy irgendwo neu mit zu irgendwelchen Investoren, sogenannte Angel Investors, gehen und sagen, also los. Der Shark Tank. Geil, ja, ich habe so eine geile Idee, zahlst Geld. Und dann gibt es viele, die wieder sagen, ja, mal, okay, easy, das machen wir schon. Okay. Aber in der Schweiz, nein, das kennen wir nicht. Machen Sie doch einfach so eine Schreinerei auf. Oder? Strike, stell dir mal vor, im Wallis. Da bist du sowieso, was 50 Jahre zurück ist, bist du im Wallis 100 Jahre zurück. Oh mein Gott, haben Sie schon Internet? So, ja, so mit Hamsterrad. Wissen Sie, dass Hitler gewonnen hat? Ohne Scheiß. Ich lache jetzt drüber, aber das ist es so. Teils kriegst du echt Kopf, verdammt nochmal. So wegen Hakenkreuz neben dem Namen. Hey, müssen wir mal zuschauen auf Twitch. Was ist das? Müssen wir da den Computer anschalten oder was ist das? Ja, nein, ohne Scheiß, so, weißt du. Ja, aber. Naja. Crazy. Twitch, wo ich meinen Eltern. Ich habe meinen Eltern erst gesagt, dass ich viel Twitch streame. Schon, ja, ist die Welle. Ich bin ein erwachsener Mann, ich meine, ich kann machen, was ich will, aber ich habe ihnen erst gesagt, dass ich viel Twitch streame, nachdem ich Partner wurde, weil ich gefunden habe, jetzt ist es so.
legit noch immer. Also weißt du, jetzt ist es so wirklich ein Teil von meinem Leben. Jetzt kann ich auch nicht jeden Moment sagen, ich höre auf und das wäre auch schade drum und so. Weil vorher hast du meinen Content gesehen, es wäre ja nicht schade drum gewesen, Mann. Und, früher Schreinerei, heute Strimmerei. Ja, genau. Philosoph-Rocken 2018. So, Strimmerei, Baumann. Und du sitzt dort. Und Gebrüder. Sussendo, mein Vater ist 68. Gell? Und sitzt da und sagt so, was ist das? Und ich tue da wieder hat dein Vater bei mir gefolgt, Sussendo, nur schnell, das ist jetzt sehr wichtig. Wenn er bei mir gefolgt hat, ist alles gut. Subscribed. Und subbt auch natürlich. Sag ihm, das ist kein Scam. Und dann erkläre ich das so. Mit dem Strike spielst du nie mehr wieder zusammen, gell? Das ist also auch ein Lager. Hey, da hier, vom Metzger, der Sohn hier. Nein, das geht nicht. Ja, mit dem haben wir nichts zu tun. Nein, auf jeden Fall. Hat er gefunden, was ist das? Games und so. Ja, Games hast du früher recht damit gehabt und so. Und ich, nein, aber ist cool, ich verdiene ein bisschen Geld mit. Nein, genau, das habe ich so nicht gesagt. Es ist mega cool, das macht mir mega Freude. Kann nicht. Er schaut mich an. Warte, er schaut mich an. Ja, genau, Freeze, genau wie der Freeze gesagt hat. Er steht, er sagt so, schau mich an, was verdienst du damit? Machst du Geld oder nicht? So viele Monate. Wie viele Stunden investierst du rein? So viel. Ja, aber Papi, ich habe noch Bitches bekommen, ich habe noch Fame. Ja, aber Papi, wag ich das? Ja, bei mir genau das Gleiche. Also sagst du so, was machst du jetzt so? Ja, so Game und Stream und alle schauen und da die Kellerkinder und so, Game und so. Dann sagst du so, aber ich verdiene Geld mit dem. Und nachher findest du, was, wie viel, wieso, warum, wie geht das? Und dann so gesagt, ja, weißt du, das fickt. Ja, es hat sich mal, aber das mit den Kellerkindern und Killerspielen und so hat sich massiv verändert in der Schweiz in den letzten paar Jahren zum Glück. Gott sei Dank. Ja, euch mit Thema Freuen und Gamen. Es sind mittlerweile die Hälfte Gamer sind ja Frauen, oder? Frauen. Kannst du wirklich mal so überlegen, was du sagst? ob du dich freust, zu gamen? Die Hälfte Gamer freut sich. Ja, ich habe Freuen verstanden. Frauen. Also mittlerweile, die Hälfte der Gamer freut sich jeden Tag. Ja. Weißt du welche? Kennst du die? Der Freeze hat... Frauen hat es ja schon immer gegeben, nur haben sie alles sich nie gezeigt wahrscheinlich. Weil sonst nachher alle Boys gerade auf den Grill-Modus gehen. Ja, gestern zum Beispiel mit meiner Freude zusammen gestreamt. Battlefield. Lol Grill. Ja. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet. Wie alt bist du, Walliser? Im Kopf 15. Ja, dort bin ich 12. Ich bin 35. Ohne Scheiß. Was hättest du mir gegeben? 16. 20 Bits. Also bist 15 noch gut gewesen, also von dem her. Hätte ich. Nein, ich hatte das nicht über 30 gegeben. Ja, wie alt seid ihr, wenn ich da frage? Swiss Game, merci vielmals. Ich weiß nicht, ob ich zum Strike weiß. Strike ist sicher schon, Strike ist 30 gesehen, auf jeden Fall. Ich weiß, wie alt der Strike ist. Sie haben nämlich am gleichen Tag Geburtstag wie der Vega. Ich habe schon vor hunderten von Jahren Strikeforce in Krieg geführt. Also mein Alter ist... nein, ich bin 32. Ist schon wieder Thema Hitler. Komm on jetzt, ey, chill. Ja. Oh, das ist... Nein. 32. 32, geht. Ja. Ich habe jetzt 31. Ja. Also ich habe das 3 noch nicht erreicht, das kann ich sagen. Ich bin so alt und... Junge Burst! Aber fehlt nicht viel. Jol! Ein Katzensprung. Okay. Jolt. Jetzt muss ich schnell schauen, was wir hier haben. Ich sehe, sie hat schon jetzt stundenlang geredet und nicht ein Thema wieder mal durchgenommen. Doch, eins haben wir tatsächlich. GG. Zum Blick E-Sport, wenn ihr nichts mehr sagen habt. Du, mich nimmt es Wunder. Also ich würde dann sicher mal reinschauen. Die Jungs haben jetzt sicher vor, dass sie das ein bisschen öfters machen und so. Gute Idee. Wer hat KSI und Paul Fight gesehen? Was? Ich habe es illegal geschaut. Was hast du gesehen? KSI und Logan Boxfight. Ich habe es nicht geschaut. Ich finde das so traurig, Mann. Ich unterstütze also, das nicht. Die Paul sind sowieso die Besten. Ja, das ist wirklich menschlicher Scheißhaufen, Mann. Also findest du scheiße, dass sie gekämpft haben? Es ist ja nachher unentschieden gewesen. Das ist der grösste Bullshit gewesen ever. Ja, aber das ist doch klar. Ja. Sagt ja jeder, ist wegen Business, Money. Das ist ein Showkampf, Mann. Ja. Ein Showkampf. Nein, ich weiß nicht, ich habe es nicht geschaut. Ich wollte es auch nicht schauen. Ich finde Bullshit. Ich finde es generell so. Ich habe es geschaut und okay. Ich weiß nicht einmal, um was es geht.
Einen informiert. Ein Showkampf, was? Eng so Schlammcatchen mit Freuen, weißt du so. Ja, das ist mit Freuen, also Frauen. 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 Er braucht so eine Übersetzung, wie wir drüber reden. Das hat er ja gesagt. Ich habe dir ja im Chat noch geschrieben, brauchst du einen Dolmetscher. Ja, so ist es dann. Aber das hat er vorgesagt. Das ist so 2008. Ey, Fortnite best definitiv. Wenn nicht noch 1895. Ja. Alter, bei Fortnite schieße ich von Booth, Mann. Das ist maximal. Ja. Ich verstehe also, dass gewisse Leute einfach Fick auf alles oder Scheiß drauf und gut ist. Hey. Verstehe ich. Ich habe es aber verfolgt und es ist spannend gewesen, aber halt, das sind so beide so Idiots, keine Ahnung. Es ist so. Also wird Mickey Mouse gegen SpongeBob kämpfen, also. Fuck it. Und cares, wer gewinnt. Das nennt sich bei mir Arbeitsalltag. Und du hast 10 Stutz auf YouTube zahlen zum Schauen. Ja, Mann. Aber dann haben wir Gott sei Dank Twitch am Start gehabt, wo die Leute einfach gestreamt haben. Und die sind gerade gebannt worden. Aber nicht alle. Das ist ja der Witz an dem Ganzen. Oder, nein, ein Stream hat es sogar geschafft, komplett durchzuziehen. Die einen haben es halt 2-3 Mal müssen, weißt du, einen neuen Stream schnell reinholen und gut ist. Merci Joya für den. Fortnite Schießer-Tweet von Strike hat mich fast vertatscht. Jetzt kannst du dir vorstellen, los, ich muss die Story geschafft erzählen. Ich bin am Freitag aufgewacht, gell. Das Handy-Tank noch fix, oder? Schauen, Twitter, was läuft. Und dann hat es so einen Screenshot gehabt von einem WhatsApp-Chat, oder? Und dort hat es geheißen, ja, bei euch, was ist bei euch bei der Booth passiert? Und der Branche hat gesagt, ja, es hat einer angeschissen in die Tüte, weil er nicht den Stand verlassen wollte. Der mit Kilo schießen, oder hat Dave in dich gefressen? Nachher haben die Leute das mit ihren Füßen verstrichen, oder? Ciao, Mogli. Ciao, Mogli. Und Hoi empty. Und dann hat es nachher halt angefangen zu stinken und dann hat irgendein Gott von der Bühne gekotzt und dann hat das Reinigungspersonal aufputzen und der Bühnenchef hat das selber müssen machen und einfach immer eins mehr. Und ich habe den ganzen Tag giggelt. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich wieder müssen lachen, weil es ist so... Es schießt einer von Booth oder Gamescom. Das ist nie passiert. Das ist ein Hardcore-Game, mit dem nicht weg. Ich hätte es genau gleich gemacht. Ich hätte auch einen Boden geschissen. Ein Hardcore 12-Jähriger. Alter. Du siehst, was Teilspiele für Leute anziehen. Das ist es so. Ja. Das ist wirklich übel. Und dann, ja, nachher ist ja der PR-Ding gekommen, gell? Der PR-Chef, der Oberste, hat gefunden. Nein, das ist nicht passiert. Nein, Joe, es ist eben nicht. Es ist eben nicht. Es ist eben nicht. Es ist kein Fake. Es ist kein Fake. Natürlich haben offiziell alle gesagt, das ist ein Fake. Und der oberste PR-Chef ist gekommen und gesagt, das ist ein Fake. Und natürlich hast du das Gefühl, der oberste PR-Chef kommt auf Twitter und sagt, ja, stimmt, bei uns. Ja, stimmt, ich habe es putzt, der hat wirklich gestunken. Plastikkotz und Plastikscheiße verteilen als PR. Der hat Mais gegessen gestern und so. Und, das ist aber noch Körnchen drin gesehen, so gelbe Pinkteig ist noch, du bist nicht schauen. Das Einzige, was war, ist, tatsächlich hat scheinbar irgendjemand mal einen Tag vorher eine Stinkbombe geschmissen. Vielleicht ist es das. Aber auch wenn es nicht passiert ist mir eigentlich scheißegal. Für mich ist das jetzt passiert, weil das ist die geilste Story von der Gamescom ever. Und es ist einfach passiert, because the general said so. Was ich mitbekommen habe, ist auf Twitter und ich habe gedacht, what the fuck, ist das lustig. Von dem habe ich gar nicht gewusst. Ich habe nur mitbekommen, dass Gamescom das Jahr Huren abgegangen ist. Ja. Ich bin einmal gesehen, das ist nicht so geil gewesen. Jungs, BMS. Lieber an die Zürich Game Show. Immer wieder gerne gehabt. Zürich Game Show, ja. Das ist nicht mehr falsch verstanden, das ist nicht politisch. Dort habe ich auch einen Bühnenslot, aber ich weiß gar nicht, was sie machen. Geekstübli wäre sogar einen eigenen Stand. Hey, passt doch Freeze, oder? Ja. Also komm, fick drauf. Also stell deine Frage, Rocco. Walliser. Ich habe Überblick verloren. Ihr macht ja so Gruppenstreams. Ich total, ja. Warum? Jawohl. Ja, deine Frage ist jetzt was? Ich muss dir echt alles übersetzen, gell? Ja. Was machst du? Ja, Gruppenstreams, ihr sind ja so eine Gruppe mit dem Geekstübli, bla bla bla. Warum? Jawohl. Was, warum? Meine Eier beißen. Ja. Warum machst du nicht allein? Das habe ich letztes Mal der Refo fragen, sind aber nicht dazu. Das heisst ja nicht, das heisst ja nicht, dass wir ständig in einer Gruppe streamen, wir wird ja viel einzeln streamen, weißt du? Viel Duo-Stream. Ja, aber bei Geekstübli. Ja. Aber also ist immer noch für die Gruppe. Also.
Ja, auf dem für die Kanal. Gruppe, Ja, genau. ja. Schau, Jetzt. wir haben viel die Erfahrung gemacht, viel von einschwellen und nicht allein streamen, weil sie einfach nicht wissen, wie, wo, was, wie soll ich jetzt das handhaben. Und vielfach haben wir die Erfahrung gemacht, wenn du zum Beispiel mit Duo streamen tust oder alle 4 zusammen, die Leute schalten mehr. Die schauen mehr, weißt du, wenn ein anderer ein bisschen beifen, ein anderer ein bisschen auf Ibera kannst gehen. Und wir haben einfach gefunden, es gibt einfach weniger so eine Gruppe, wo dermassen zusammen Games machen tun. Und sagen wir euch, wenn du ein paar zusammen bist, so ist es euch lustiger. Finde ich aber nicht System. Sorry, ja. Hackte das System. Geekstöbli ist das, wo PlayWC hat wollen sein. Ja, das ist, ich will nicht auf das Thema eingehen, weil ich habe damals, als ich Walliser Gamer allein gemacht ist der Manuel Oberholzer ist auf mich zugekommen und gesagt, ja, komm zu PlayWC, aber und dann müssen sie sagen, ja, ich will zuerst ein bisschen Erfahrung sammeln. Meine Erfahrung damals war einfach nur per PlayStation Share Button und so eine Scheiße. Ja. Und da bin ich drin, bin ich in Kontakt mit dem Comedy Freddy K. Der hat gesagt, ja, komm, ziehst in die Gruppe. Und er hat gesagt, ja, cool, dann easy, ich kann noch Erfahrungen sammeln. Und schlussendlich ist es auch so geblieben. Ich habe dann nachher nicht mehr gesehen, wieso ich in ein PlayWC soll drin gehen. Nicht, dass jetzt so leise sie schlecht finden, PlayWC super. Durchaus euch vorstellen, aber jetzt einfach so, weißt du, mit dem Geekstöbel jetzt wieder zusammen haben, hast, ja, ich rede jetzt gerade ein bisschen höher, blablabla, aber für uns funktioniert das Konzept so, weißt du. Es ist gut, so wie es ist. Wir müssen da nie einen grossen Einstieg mehr und ja. Was haltest du von so Gruppen, Strike, bevor ich etwas sage? Bei PlayWC? Allgemein, so Gruppen machen. So ich und Strike sind jetzt eine Gruppe. Und wir streamen zusammen und so. Stroker, hey! Ist das unser Ship-Name, wenn man unsere Relationship shippt? Ich will nur den Verified, alles andere ist egal. Ja, ist gut. Durch mich bekommst du ihn nicht, Alter. Wenn wir zusammen sind, habe ich ihn theoretisch auch. Also. Ich bin der plebste Twitch-Partner von allen. Aber ja, nein, also im Endeffekt finde ich es eigentlich sehr nice. Der grosse Vorteil an so Sachen ist, gerade wenn du zusammen streamst und du redest gleichzeitig und meine Kamera leckt was ist los? Ja, Joy hat vorher gemeint, ich weiss nicht, Joy, ich mache nichts und es leckt. Es spinnt wahrscheinlich einfach. Okay. Auf jeden Fall, ich finde es sehr nice, weil wenn beide so ein bisschen, weißt, Comedy-Talent haben, Yes and verstehen, also so die Improv-Comedy-Regeln, dann hast du extrem geilen Content. Dann kannst du einen anderen anfühlen. Wenn der eine Mann mag reden, kann der andere ein bisschen reden. Dann kann der eine zum Beispiel auch auf GC und der andere macht weiter Content. Ja. Ich glaube, das Schwierige ist einfach, du musst dich halt mega koordinieren. Du kannst Sachen nur zusammen machen dann irgendwann, oder? Aber zum Beispiel so Leute, also ich kenne es jetzt zum Beispiel nur von den Noobs, oder sie was technisch auch absolut nice realisieren, was für mich eben etwas mega wichtig ist und der Mogli und ich haben da schon weiss nicht, wie oft irgendwie drüber geschnurrt, technischen Zeug und Hardware und so. Das finde ich, ja, die Hörnli-Technik ist der Shit für so Zeug. Oh ja. Richtig nice. Und nein, dann finde ich es verdammt geil. Das habe ich mir im Fall ehrlich gesagt schon ein paar Mal gewünscht. So, es wäre eben schon nice und einfacher und darum, wenn ich noch etwas darf sagen, ich habe jetzt vor, ein bisschen mehr Scum spielen in Zukunft, weil es mich recht geflasht hat. Seit langem wieder mal ein Spiel, das mich easy flasht. Und dort wollte ich eben wirklich auch mit anderen Streamern zusammenspielen, spezifisch. Kommt Dings dazu jetzt, wie heisst es? Double Working Class HD. Die haben jetzt ja Server gemietet. Ja, die haben Server gemacht. Jetzt alle zusammen, jetzt sind wir mittlerweile mehr als 20 Schweizer Streamer da drauf. Und es ist wirklich lustig. Ich habe ein paar Runden mitgespielt, ja. Es ist gerade vor dem Strike. Ist aber halt Schweizerdeutsch-Deutsch. Wirklich, ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das etwas für dich wäre. Ein Platz unter dem Rocka bin ich, gell? Mit minus weiss ich. Ich weiss, ich habe das Punktesystem nicht checken. Ich bin gestern seit langem mal gestorben, ich habe geraged. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Okay. Alles verloren, hey. Ja, sie müssen halt einfach noch ein bisschen mehr Endgame einbauen. Ja. Bei uns war einfach heute das Ziel, sorry, ich darf noch schnell reden. Ja, so ist er dabei. Ja. Der Gruppe, die wir im Sinn haben, wir haben nicht 0815 streamen, einfach, dass du die Bären da siehst, ein bisschen gamen und fertig. Weißt du, wir haben zum Beispiel entdeckt mit diesen 24-Stunden-Stream und mit diesen Real-Life-Zeugs, die du machen kannst du super machen. Weißt du, in einer Gruppe viel besser, die jetzt finden wir allein. Weißt? Und
Und bei uns hat jeder so ein bisschen einen eigenen Charakter. Weißt du, einer ist so, der andere ist so, der andere diese. Weißt du, da kannst du gerne ein bisschen einander abholen. Und das macht es eben noch lustig, oder? Strike kann dort nur mit einem Visum und Dolmetsch spielen. Bub, ich habe schon Schweizerdeutsch geredet, wo du noch die Windel geschissen hast, wahrscheinlich, gell? Jetzt schaust, der General hat dich im Blick. Wirft er mit dem Schweizer Pass umeinander? 20 liegen. Ja, ist im Fall sogar biometrisch. Ich habe meinen Schweizer Pass in die Kreditkarte und zupft das ganze Geld vom Konto. Fix! Das ist hier implantiert da hier. Nein. Du musst mal schauen, sonst joinst du auf dem Server. Deutsch kannst du ja, aber ich glaube schon mal schauen. Also wahrscheinlich einfach offstream, aber es wäre sicher mega nice. Also, ich finde das Game gut, aber ich als alter Arm- und Daisy-Spieler weiß ganz genau, da muss noch viel mehr kommen. Also wenn das Game so bleibt wie jetzt, wird das in einem Monat wieder schon durch sein. Ja, aber Daisy, ja, aber es hat noch fast kein Content, weißt du? Ja. Aber das ist da Daisy gleich gewesen. Ey, das kommt. Wir alle natürlich. Daisy ist eines der geilsten Games. Nix ist heute sind sie nicht einmal fertig. Und das ist vor Jahren, wo ich rede. Das sind auch einfach Habaschen. Das sind einfach wirklich Habaschen, Mann. Ja. Ich habe Daisy jahrelang verteidigt. Das ist rausgekommen. Ich habe gespielt als Mod, wenn ein wahnsinniger 1000 Stunden geschmissen. Nachher ist Standalone gekommen. Schon dort hat es sehr viele Leute gehabt. So, Standalone scheiße. Ich so, nein, Mann, Jungs, chills, Mann. Standalone ist gut, wird stabil, kommt gut raus. 2 Jahre später, sind immer noch nicht fertig. Ja, nein, geben ihnen ein bisschen Zeit, das wird schon und so. 2 Jahre später. Early Access Dings, gell? Oder? Ja, warte schon. Muss auf Steam schauen, ich glaube schon, oder? Ich habe damals Arm auch nur gekauft wegen Daisy. Nur wegen voll. Bei mir hat wegen Arm alles angefangen, also. Dem schulde ich viel. Lieber Arm an als Arm ab. Content. Welcome to my stream. Das ist der witzigste, was heute passiert. Schnell in den Chat schauen, hey. Was ist da los? Stroka war noch frei, ja, gerade holen die Scheiße, hey. Stroka. Was hat sich für dich alles geändert seit Verified Strike? Das wollte ich noch schnell fragen. Penis 6 cm länger geworden, also jetzt ganze 8 cm. Nein, ich weiß, es ist immer schwer zu sagen. Es gibt immer wieder mal Leute, die sagen, das hast du eigentlich von dem. Ja. Es ist nicht mehr das, was mal war. Also vor irgendwie 1,5 Jahren bist du automatisch dort noch Partner geworden und da noch Partner geworden, wenn du nur gesagt hast, ich bin Twitch-Partner. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Weil seit Achievements-Ding ist es auch einfacher, um sich zu bekommen. Ich bin ja noch mega knapp vor der ganzen Achievements-Geschichte. Das weiss ich nicht, ja. Kurz danach ist nachher das. Du bist sozusagen gerade noch... später. Gerade noch reinkommen. Auf jeden Fall... Business ist ein bisschen einfacher. Also wenn du noch mit so einem Event bist und sagst, ja, hey, look, Beambom, ich bin Twitch-Partner, hören dir die Leute eh nicht zu. Es ist halt wirklich so. Was ich also Gamescoms und so gerne machen, ist an Indie-Stand gehen, dann nicht das Game anschauen. Ja. Genau, dann sind es meine Kopfhörer. Ich habe es irgendwie so das Rauschen gehört, oder? Sind meine Kopfhörer am Arsch? Hat ich okay. Du musst bei Asus Kopfhörer kaufen. Asus Kopfhörer. Ich bin Logitech-Fan. Ich Werbung hier. Nein, aber was soll ich sagen? Ja, genau. Und wenn du dann so Games siehst, so Indie-Games, wo noch keiner kennt und zu Gast sein und sagst, hey, schau, wenn ihr das Game so weit habt, also wenn der Public geht damit, ich bin Twitch-Partner, gib mir einen Key und so und ich spiele es. Weil es sieht nice aus. Und je nachdem wird das Game vielleicht ein Hype und du streamst es und hast du da irgendwie mehr Viewer, keine Ahnung. Aber der Punkt ist, Business ist ein bisschen einfacher. Und ich glaube, der grösste technische Vorteil, und das gibt es auch recht viele andere, die das sagen, der grösste technische Vorteil ist, dass du garantiertes Transcoding hast. Das ist das Beste. Ich kann sagen, scheiß doch drauf, ich streame jetzt heute 1080p, weil ich ein langsames Spiel spiele mit 7000k aufwärts. Als Partner hast du noch Speeds mehr als die eigentliche Grenze, aber nicht viel. Ich wollte sagen, mit diesem Stand, wo du gesagt hast, auf Ausstellungen. Weil ich finde das super geil, bist du Twitch-Partner. Respekt vor dir, wirklich. Wir haben ja bei der Basel Fantasy haben wir ja eigentlich einen eigenen Stand gehabt. Und sie sind auch wirklich Schweizer Indie-Gamer gekommen und gesagt, ja, sie wollen mit uns zusammen und hier haben wir Codes und können das Spiel mal testen und so. Und das haben wir wirklich krass, ja. Mit der, das Chat mit dem Mic ist, glaube ich, zu sensitiv. Sorry. Sonst bringt es dir eigentlich nicht viel. Klar, es ist nice. Also, es ist natürlich easy nice, wenn du kannst an der Gamescom an Twitch-Party gehen oder es ist Twitch Berlin und du kannst gehen
Das ist halt einfach, das ist geil, du lernst auch andere Leute kennen. Und das sieht auch geil aus. Ja, in Berlin bist du sicher nicht Mühe. Berlin ist sehr, sehr cool gewesen. Vor allem haben wir ein paar News bekommen, halt, wo... Weißt du, was ich von einer Idee kann, Stripe? Du musst schon im Chat etwas schreiben. Das ist mir witzig, wie ich heute beim Schießen sicher. Du siehst ja, die Affiliates haben ja jetzt Ding, meinen Stern. Ja. Jetzt höre ich also wieder Subs, Mann. Was ist los, Mann? Ja. Irgendetwas spinnt bei mir. Okay, whatever. Siehst ja, sie haben ja den Stern. Könnte ich theoretisch nicht den Stern mit dem Tick auswechseln und hätten all meine Subs und verified? Du wärst nicht der Erste, was probiert. Ernsthaft? Sie werden ja alle, sie werden ja alle prüfen. Ja, aber ich meine jetzt auch ein bisschen leicht abändern. Ich meine, das könnte ja mein Tick sein. Und nachher werden all meine Subs verified bei mir. Nein, alles, was wirklich... Es gibt praktisch keinen einzigen Emote oder Sub-Badge oder irgendetwas auf ganz Twitch, wo einen Tick drin hat. Weißt du, in irgendeiner Form. I have a mission now. einfach weil sie genau wissen, dass es Leute gibt, die mit dem rumspielen. Oder? Das wäre schon geil, Mann. Ja. Insta Geldwecke. Mach so eine Bimmel. Ich überlege mir nur das. Ich bin überzeugt davon, es Zeitchen geht. Nur bei dir im Channel. Ja, scheißegal. Es sieht geil aus. Oder? Das wäre doch voll die Verarschung. Alle Subs wären verified bei mir. Kannst du probieren. Ich schwöre, das probiere ich mal. Und Dinge dann Rockapante GG. Ich habe ehrlich gesagt schon lange vergessen, was wir da reden. Ja, sie kontrollieren schon ein bisschen. Ja, bevor es freischaltet. Sie kontrollieren die Modes vor stark. Bei denen kann man wirklich fast instant. Also habe ich das Gefühl, wenn niemand mich reportet, könnte es funktionieren im Fall. Dass ich meinen ersten Sub-Emote einfach so machen. Nein, schau, Emotes werden geprüft, bevor sie... Also für Affiliates werden Emotes geprüft, bevor sie freigegeben werden. Okay. Partner werden sie geprüft. Also sagen wir, ich bin Partner geworden. Dann sind sie noch 3 Monate lang geprüft worden. Und nachher bin ich ein sogenannter Partner in Good Standing geworden. Das heisst, ich habe 3 Monate lang keinen Scheiß gebaut, ich bin nicht gebannt worden und so weiter und so fort. Okay. Und ab dann kannst du zum Beispiel Emotes aufladen und sie sind sofort verfügbar. Also sie werden nicht geprüft. Es wird dir vertraut. Ich glaube, Affiliates werden nicht auto freigeschaltet. Ja, sogar meine Pilz kennst du ja, gell? Dann habe ich mir umhändern und mit einem Staro bin ich drin, weil er zu viel ausgesehen hat nach Mario Pilz. Und nachher ist er zwar ich habe mal den Blocher als Emote probiert, ist auch nicht gegangen. Ja. Ich frage mich, how the fuck sind auf die Idee gekommen, Mann? Ich meine, wer kennt den Blocher, ey? Blocher, der Streamer. Blocher, der Streamer. Christoph, der Streamer. Ey, ich habe so gehofft, dass es geht. Und das ist ja der Emote, der am längsten gegangen ist, bis es überprüft worden ist. Die haben wahrscheinlich Google durchforstet wegen dem Scheiß. Geil. Very nice. Oh Gott, ey. Jetzt muss ich schauen. Haben wir auch schon darüber geredet, dass bei Fortnite einer verputzt geschissen hat? Das sieht immer noch Mario aus, aber... Ja, voll. Das Gates funktioniert. Ich komme nicht drüber hinweg. Ich bin voll durcheinander. Was haben wir noch gesagt? Strike, willst du noch etwas über in Berlin erzählen? Erzähl überhaupt, was es geht, warum du überhaupt gegangen bist. Sie machen, ich weiß nicht, ob das, nein, ich glaube nicht das erste Mal gewesen. Ich bin jetzt erst seit einem vollen Jahr Partner diese Woche übrigens. Darum streame ich diese Woche jeden Tag und am Sonntag ist die grosse Party. Was ist? Nochmal. Das habe ich auch noch du bist seit einem Jahr. Okay. Ja genau, ich streame die Woche jeden Tag ab 6 Uhr, außer am Samstag und dann am Sonntag ist die grosse Party. Wenn wir Glück haben, ich bin bei Twitch mal brüllen, gibt es noch Frontpage am Sonntag. Mal schauen. Aber Berlin, also sie machen eine Tour, das heisst ja Twitch-Tour. Und sie machen eine Tour, was war London, Paris, Berlin, Prag, Stockholm, das ist glaube ich. Und dann hast du dort einen Nachmittag lang, also einen guten Tag lang ein Event von 10 bis 9 ungefähr. Also du gehst dort hin, du bekommst ein bisschen Merch, wo sie einen Rucksack gegeben, der war recht nice gewesen, und einen Sweater und so. Und dann nachher steht da so
Wie so ein Konferenznachmittag, weißt du? Du sitzt hier und dann jemand anderes schnurrt über etwas. Du hast einen, der hoch ist bei Twitch, ein Techniker, hat erklärt, was sie so machen wollen. Mit den ganzen Tags und so. Und am Anfang haben wir alle müssen sagen, ja, wir erzählen niemandem etwas. Und dann sind noch mehr so News gekommen. Du hast auch eine Rückfrage stellen. Wir sind dann auch mit dem, ich bin zum Beispiel auch zu dem der Tech-Dude und habe gesagt, los zu. Wenn die Schweizer Streamer auf Schweizerdeutsch streamen, können sie nur Deutsch angeben und dann finden die Schweizer sie nicht und sie müssen irgendwie einen Titel Schweizerdeutsch oder so nie Scheiße schreiben. Macht doch mal so eine Sprache. Und er hat dann halt fix gesagt und so, ja, es gibt halt immer wieder, zum Beispiel, es sagen schon Inder zu ihnen suchen, die so unterindische Dialekt haben. Und dann sie müssten tatsächlich irgendwie hunderte extra Dialekte aufnehmen. Das machen sie einfach nicht. Aber mit dem wo statt Communities kommt und so. Gesammelt für Schweizerdeutsch, gell? Ja. Und die hat auch viele Stimmen bekommen, das ist auch nice, aber sie werden wegen dem das nicht einführen, Punkt. Aber sie werden ja eine Änderung machen hinsichtlich dem, was du kannst anschreiben bei dem Stream. Und dann kann es gut sein, dass das... Wie meinst du, was darfst du anschreiben? Ja, die Tags. Tags kannst du ja jetzt auch schon? Nein, das sind Communities. Aha. Deine eigenen Tags? Nein, du kannst keine eigenen Tags machen, du kannst aus fixen Tags auswählen. Was redest du denn? Oder was soll jetzt neu kommen? Da habe ich es jetzt verwechselt. Wie funktioniert das mit dem PlayVetia-Tag? Das... Kann einfach jeder den Tag rein tun? Ist das ein eigener oder hast du gewisse Dings gebraucht? Braucht man dann Anfrage? Keine Ahnung, ich komme da nicht raus, wie das... Einfach einen eigenen? Einen Tag kann ja jeder machen. Aha, aber das meine ich. Nein, aber das sind ja keine Tags, das sind Communities. Aber halt Community-Zeug halt. Aber Tags, wo kannst du selber halt sagen, Rockadaddy, Hashtag oder so nicht, oder nicht? Auch nicht. Auch dort kannst du nachher nur fixe Tags, du kannst nachher fixe Tags aussuchen, weil sie machen extra fixe Tags aus einem einfachen Grund, dass es nicht wieder 500'000 verschiedenste Tags gibt, noch mit Schreibfehlern und so Zeug und so, und das nützt wieder genau nichts. Sondern dass du weißt, wenn der Tag Speedrun steht, ist ein Speedrunner und fertig und nicht Speedrun und Spiel oder Speedrun unter 100 oder irgendwie so etwas. Und die Idee wäre jetzt, dass, also zum Beispiel, wenn wirklich ein grosses Interesse da ist, dass Schweizerdeutsches Tag ist, wäre es gescheiter, man geht auf Twitch zu und sagt, macht CHDE als Tag, dann hören es vielleicht auch eher als machen es als Sprache, weil als Sprache werden sie es nicht machen. Ich glaube, das darf ich sagen. Das andere, was haben sie dort uns noch so gesagt? Ja, zum Beispiel, dass Affiliates jetzt Badges bekommen, haben sie auch gesagt. Das ist ja jetzt auch schon draußen, das heisst, man darf darüber reden. Das ist geil. Ich darf halt wirklich, ja, das ist wirklich nice. Zu dem wollte ich nachher noch schnell kommen. Aber ich darf halt über nichts reden, was sonst gesagt worden ist. Es hat eine ganz grosse, fette News am Schluss gegeben. Also kommt etwas Deftiges? Ja, für alle? Ich finde schon. Ja, okay. Ich finde schon. Und ich würde es so gerne, seit wir da sind, würde ich es gerne sagen. Kannst du sagen, wenn es kommt? Keine Chance, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich selber nicht, keine Ahnung. Ich erzähle es nachher auf Stream. Aber was soll ich sagen? Ja, auf jeden Fall, es war cool gewesen. Am Abend sind wir nicht, dann haben wir dort noch zu essen bekommen. Dann haben wir dort irgendwie was ist es? So Fischmus mit Kaviar oben drauf bekommen in so einem Nobelrestaurant. Und du hast einfach 100, 200 Twitch-Partner sitzen gesehen. Kreuzung ist Fisch und Maus. Ja, Fischmus. Ja, Fischmus. Nein, aber mit Kaviar und so. Wir haben das jetzt so angestarrt, so Alter. Wir sind Gamer, Mann. Du könntest schon Pizza und Bier geben. Das ist im Fall cool. Aber es ist nice, du hast Leute, ich habe viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Du bist auf Berlin. Ist das gezahlt worden? Ja. Nein. Das habe ich selber gezahlt. Hast du aber müssen gehen? Nein. Okay. Alter, du kannst nicht. Aber ja, haben wir jetzt nicht. Du kannst nicht arbeiten. Deutschland gibt es keine Ahnung, wie viel Tausend Subs, Partner, ihr müsst alle kommen. Ja, sonst werdet ihr gerade ein Partner. Fix. Nein, wieso? Was will das? Was das nicht? Bist du Koch? Koch, ja. Okay. Hey, Koala, merci. Sagt merci, Koala. Hi, merci, Koala. Dann die Cam so lachen, so voll happy und so, weißt du. Alle sind. Merci, Koala.
Genau. So. Koala. Wie lange schaust du mir schon zu, Koala? Ist das jemand von dir? Ja. Cola allein, ich habe es verstanden, von Kokain steht da. Nein, Cola allein. Nein, Wallace, das kommt nachher, Wallace, ja chill. Genau, das kommt nachher. Nachher nehmen wir. Jetzt habe ich doch vorher gesagt, ich wollte noch schnell etwas ansprechen, aber dann... Ich habe auch die Hälfte verhängt. Okay. Sie ist Schweizerin. Wir sind aber immer noch bei... 2,5 Jahre. 2,5 Jahre, scheiße, Mann, Koala. Ich habe Strike einmal gesehen, nie mehr. I am out. 2,5 Jahre. Und wegen Twitch-Partner irgendetwas. Ja, keine Ahnung. Nein, dann sind wir halt in Berlin gewesen und dann dürfen wir nicht viel darüber sagen. Das ist eigentlich alles. Also, wie lange bist du jetzt schon generell auf Twitch? Gute Frage. Wie lange ich auf Twitch bin? Im Januar 3 Jahre. Im Januar 3 Jahre. Und du, Rocca? 2 Tage. Jetzt 3 Tage. 3 Tage, ja, nice. Nein, ich hatte es auch im März oder so. Wann war es? Ja, im März habe ich 1 Jahr gehabt. Okay. Ich habe vorher Twitch schon gekannt, aber nie wirklich genutzt. Ich bin der YouTube-Typ. Immer noch. Darum schaue ich nicht mehr so viele Streams, so wenig. Ich bin einfach der YouTube-Typ. Ja, im März, gell? Im März habe ich 1 Jahr gehabt. Jetzt nimmt es mich wunder, gibt es eine Angabe von Verhältnis, wie viele Affiliate zu Partner? Sie haben es veröffentlicht Anfang Jahr, dass es irgendwie, ich glaube, oh Scheiße, wie ist das gewesen? Es gibt. Also Affiliates deutlich hardcore mehr. 2,5 Millionen aktive, also dort hat es irgendwie, ich lasse mich nicht lügen, ich kann es nicht falsch sein. Es gibt irgendwie 2,5 Millionen aktive Stream-Accounts auf Twitch. Von denen sind, glaube ich, irgendwie 2 Millionen, 1,5 Millionen oder irgendwie so etwas sind Affiliates. Und ungefähr. Streamen oder wo zuschauen, oder? Nein, Affiliate, wo streamen, Affiliate. 2,5 Millionen, ja? Ja, und 2,5 aktive Accounts, die streamen, Broadcaster. Und dann noch weiss nicht, wie viele Millionen. Merci, System. Und dann eben irgendwie 1,5 oder 1,7 Millionen Affiliates, glaube ich, wenn es mir recht ist. Und. Wink nochmal. Jetzt seht ihr den in Winken. Und da davon irgendwie, glaube ich, 25.000 bis 30.000 Partner weltweit. Und der Wallis ist weg. Ja, jetzt ist mir weg. Ja, die ist Sorry, das trage ich an 0 zu Ja, nein. Sag, winken mal. 30.000 Partner. Es könnte, ja, zu 25 bis 30.000 Partner. Oder es sind nur 750. Ich habe dann von mir gesagt. Bei denen, Affiliate, das sind 750.000 Affiliates oder so. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber. Es ist schon. Ja, also das mit dem maximal 1-2% von allen sind Partner, das wollen sie, glaube ich, beibehalten, im Endeffekt. Okay. Weißt du, ob die es vorhaben, mehr Partner zu machen oder nicht? Du, sie sagen dir auch... Suchen sie Leute zum Partner machen, bewusst? Oder sagen sie, hey, es sind jetzt schon viel, also jetzt kann man nur wirklich... Nein, sie sind die grösste Streaming-Plattform auf der Welt und sie haben das grosse Glück, dass sie mit Partnerschaft ein Produkt haben, das erreichbar ist, aber trotzdem so, dass immer noch für Nicht-Partner das Ding anhängt, ein bisschen von, oh, ich will mal Partner werden, das ist schon krass, wenn man Twitch-Partner ist und so. Aber die jetzt mit den steigenden Zahlen, die jetzt nachher das mit der Partnerschaft abnimmt, ist das nicht etwas nur gesehen für am Anfang oder ich glaube in Zukunft wird es aber schwerer, Partner zu sein, nicht? Ja, also das ist jetzt schon schwer. Generell, je mehr Leute das streamen, desto härter wird es für dich im Durchschnitt Partner zu werden, weil desto mehr Konkurrenz hast du ja, viewermäßig. Aber der Punkt ist einfach, dass Partner bedeutet nicht, dass du es geschafft hast, dass du irgendwie wichtig bist. Partner bedeutet nicht, dass dir automatisch alle gerade viel mehr zuhören. Also jetzt zum Beispiel Real Talk, mir hat es eigentlich in den ersten paar Monaten eher wehgetan, als dass es mir geholfen hat, aus dem einfachen Grund, weil ich mir selbst so sehr reingeredet habe, dass ich verdammt nochmal schnell wachsen muss, dass ich mir so ein Zeug geöffnet habe, dass es mir selber keinen Spaß mehr gemacht hat. Und jetzt in den letzten paar Monaten habe ich das ablegen zum Glück. Aber es ist schon nicht nur nice. Ich verstehe es. Ich bin bei Asus, also ja, ich streame. Wie nennt man das eigentlich? Ich bin gesponsert von Asus, glaube ich. Ist ja gesponsert von Asus?
Ich will dir gerade etwas fragen bei Asus, wie ist es da? Der Plexby hat ja letztens bei einem Dings gesagt, bei einem Interview, beim Erich, das glaube ich, gesehen, dass sie eine daheim hatte, wo immer über die Schulter geschaut hat, wie beim Game und wie er das machen tut. Stimmt das? Wenn du Asus denkst, dass du eine wirklich heimverkommst, wo dir zuschauen tut und dir das, also ich habe gedacht so, what the fuck, hey, hallo. Wenn das sein Deal ist mit Asus, wenn sie das so absprechen, fair. Bei mir hat noch niemand über die Schulter geschaut. Das würde ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Also ich glaube, meine Frau würde die sofort mit dem Basso unser Hit jagen, glaubst du? Etwas anderes hätte ihr dort auch nicht. Ich war treffen mit ihnen, sie sagen mir ihre Pläne, wie sie es so sehen. Ich sage, wie es für mich ist, ob das für mich stimmt. Ich gehe zu ihnen und sage, lass zu, ich will so eine verdammte 2080, das habe ich noch nicht gesagt, aber ich will schon einen. Nein, aber ich muss dazu wirklich sagen, also Asus sind ein fairer Partner, sie sind mein erster grösserer Partner, Nitro Concepts, ist ja nachher noch dazugekommen, aber vorher hat es schon 1, 2, 3, 4 Mal eine Marke gegeben, gefunden, hey, wir wollen mit dir arbeiten. Und das sind dann die erste so eine Pre-Workout-Drink-Marke gewesen, wo ich gefunden habe, Alter, weißt du, was habe ich denn davon? Oder? Schau mich doch mal an. Aber ich sehe nicht nach... Du kannst alle Monate ein Kistchen heimgeschickt. Ich sehe nicht nach Pre-Workout aus. Ich kann das Produkt nicht verkaufen. Und wo Asus gekommen sind und gesagt hallo, willkommen, mein Name ist Schwarzenegger. Ja, wirklich. Wolltest du mit uns zusammenarbeiten? Habe ich eigentlich relativ schnell ja gesagt, weil gut, wir haben dann den Vertrag noch besprochen und so, aber ich habe mit Asus schon 12 Jahre zusammen, also schon 12 Jahre Asus-Material immer gekauft, verbaut, Zeug und Sachen. Und habe gefunden, ja, das für mich stimmt. Und sie sind auch wirklich ein fairer Partner, sie geben sich Mühe, sie hören zu. Ja. Aber ich habe jetzt ein bisschen komisch gedacht, dass jetzt so eine zu dir heimkommt, aber ja. Ich finde das überhaupt nicht komisch, ich finde das sogar eher professionell. Wenn sie das abmachen und eben, ich finde es eigentlich auch nicht komisch, wenn sie das weißt, also, weil über die Schulter schauen heisst ja nicht, dass jemand von Asus daneben steht und sagt, nein, halt, nein, sag das nicht. Das verstehst du falsch, Wallis. Ja. Sie kann mir nicht dir sagen, was du musst machen, sie geben dir Tipps, was du kannst besser machen. Aber siehst du, darum habe ich es falsch verstanden. Ja. Nein, so wie du meinst, da wäre ich auch dagegen. So. Jetzt verstanden, ich komme heim und sage dir, was du machen musst. Nein! Nein, hör mal auf. Ja, sie gibt dir Tipps. Ja, ja, und eben, sie geben dir wirklich sehr starkes Gefühl, es ist dein Stream. Es ist dein Stream, in deinem Stream machst du zuallererst mal, was du willst. Und alle treu. Das ist schon wertvoll, finde ich. Das finde ich easy nice. Also hört, Boys. Jawohl. Wir reden zu viel. Und ich habe heute so keinen Bock zum Reden, also bin ich froh, sind ihr heute da. Wenn nochmal. So oder was? Ist denn da, gell? Wir machen die 3 random Fragen. Das schreiben wir nicht dazu. Feiern dich richtig. Weiss bis dann. Hört, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Themen habe ich aufgeschrieben. 3 haben wir durchgenommen. Ja, dann mach ich es schon allein. Scheiße. Das passiert immer so wieder. Walliser, das, was du vorher gesagt hast, können wir überspringen. Ist gut? Gut, jawohl. Gut. Okay, weg damit. Also 3 random Fragen. Ich mache immer am Schluss 3 random Fragen, wo wir alle 3 beantwortet. Sind ihr verstanden damit? Dann hier unterschreiben. AGBs müsst ihr nicht lesen. Ja, ist gut. Erste Frage, hebt euch fest. Wie beruhigst du dich selbst, wenn du aufgeregt bist? Masturbation. Ja. Durch. Next. Erste Antwort. Beide oder was? Nein, alle 3. Nein, ganz ehrlich, ich versuche wirklich irgendwie mal schnell noch mit so einer sitzen, was ruhig ist, die Augen zu machen und den Grind lüften. Ja. Und dann wichsen. Nein. Ja, nein, aber ich bin so ein Kind, ich bin alles lustig, sorry. In Ruhe da sitzen und ein bisschen durchschnaufen hilft. Man muss ehrlich sein, für uns Männer ist ein Fab immer gut. Okay? Auch wenn du eine Freundin hast. Ja. Wenn wir mal kurz ehrlich sind. Wenn du eine Frau hast, hast du das nicht mehr so viel, ja. Vergeht das, nein. Ich brauche Mut. Nein, wichsen. Hast du überhaupt noch eine, wenn du eine Frau hast? Oh! Nein. Darum, Leute, ich sag's ja, gay for life. Oh, ja. Ja, sie verdienen mehr Geld als ich, also. Oh, du bist so ein Pussy, du bist am Arsch. Hast du überhaupt eine Hose an? Seht ihr wie ein Pussy? Warte. Hast du überhaupt eine Hose im Schrank?
hast Hose. Nein, Mann. Wie ist es bei dir, Walliser? Bei mir ist es so, es braucht recht viel, bis du mich auf die Palma bringst. Also da muss schon ganz heftig sein. Ich glaube, mich erlebst du so verrückt in der Art noch nie, dass ich mich abreagieren. Ich habe letztens gerade mal den Fall gehabt, wo ich mich wirklich erlebt habe. Bei mir ist es gerade momentan die Sache, dass ich gekündigt habe im Job. Und dass ich einen neuen Job suchen tue, etc. und auch eine Ausbildung will machen. Und dann einfach Zukunftsängste. Ich habe einfach das Problem, wenn ich Angst habe, dass ich einfach mal schnell 10-mal mit der Faust gegen die Mühre muss schlagen. Bis einfach, ja, einfach irgendetwas kaputt machen, geht Hurti und nachher geht es mir wieder gut. Weißt, soll nicht so sein, aber es kommt wirklich sehr selten vor. Also selten bis gar nie. Ich habe gerade gemerkt, so einfach wo der ist, landet, ist wieder gut. Voll, ja. Ja. Geht's wieder, ja, ist gut. Solange das nicht irgendwas wo in Menschen oder Tiere drin ist, geht's ja. Nicht, dass ich das machen würde, aber einfach, weißt, mal einfach Dampf ablassen in der Sache, dass mal ein reinboxen. Also du hast ein Gewaltproblem. Nein, gar nicht. Ist das nicht der Grund, warum du Videospiele spielst? Ja. Killerspiel. Jetzt kommt das Thema wieder. Ja, absolut. Ich habe mir schon viel überlegt und am Kindergarten, wo ich vorbeifahre, mal mit Schule. Absolut nicht. Ja, ein Quatschthema. Nein. Ja. Wenn wir da mit dem anfangen, müssen wir nur mal eine Talkshow machen. Ich glaube, Gewalt und Killerspiele und das ist so absolut verblödet. Das ist, ja. Ewiges Thema, Mann. Hatten wir nochmal eins, aber es kann man zu lange. Ja, sorry. Ja. Ich brauche nur Musik, nicht alles. Oder einfach so 5 Minuten für mich. Ja, nice. Wie wurdest du am besten verarscht? Verarscht? Oh, lecker. Im ganzen Leben? Wo du wirklich denkst, der ist gut. Jetzt muss ich jeden Tag zurückdenken, wo mich jemand verarscht hat. Ich habe aber leider, ich weiß es aber nicht. Ich bin schon oft verarscht. Also ich glaube, die härteste Verarschung, die ich je erlebt habe, war, als ich auf die Welt kam. Ungefragt. Glaube ich dir sogar. Er kommt raus, was soll das? Ich glaube, die härteste Verarschung war die Natur, als ich meine Pubertät hatte und in den Spiegel geschaut und dachte, hey, Alter. Nein, aber ganz im Ernst. Ich weiß es im Fall nicht. Ich bin generell ein recht lustiger Mensch. Ich mag Pranks grundsätzlich recht gut. Aber so richtig am härtesten verarscht wurde, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich bin mal an meinem Geburtstag verarscht worden, Dani. Ich muss wieder aufsitzen, sonst liege ich das wirklich an. Meine Mami hat gesagt, die Papi ist da. Und du so, oh mein Gott. Und sie so, nein, was zeigt, du hast gar keinen Papi. Bruder. Ich habe Geburtstag gar nicht gesagt, ey, komm raus. Und ich so, ja, easy, Mann. Bin ich mit einem raus und die anderen Kollegen sind zu mir und haben mein Zimmer einfach auf den Kopf gestellt. Komplett alles auseinandergenommen, Kleider, Schränke auseinandergebaut. Und Scheiße. ich so, was sind alle? Weißt du, hä? Und nachher sind sie tatsächlich gekommen, eine Stunde, 2 später, haben wir eins gesoffen und alles war geil gewesen. Ich gehe heim und meine Mutter nur so am Lachen. Ich so, was ist los, ey? Ich glaube, ich bin dort 20 geworden. Darum. Ich weiss nicht mehr, ob es dann war. Oder 19, 20, 21, sowas. Ich gehe heim, gehe ins Zimmer und denke nur, fuck my life. Erstens, wie sind sie reingekommen? Und dann habe ich natürlich gewusst, ja, fuck you, Mama. So geil. Und zweitens, wer räumt das auf? Ja. Ich bin locker eine Woche lang einfach im leeren Matratze am Boden gelegen. Ich habe mich so angeschissen. Verständlich. Das lasse ich Verständlich. Irgendwann habe ich aber mehr. Aber weißt du, du musst dir vorstellen, Tisch, Schrank, alles, was ich einfach auseinanderbaue. Und ihr wisst, wie behindert das ist, zusammen zu bauen. Ja, Mann. Ja, wenn du die ganzen IKEA-Leitungen weggelegt hast. Das heißt, die brauche ich sowieso nicht mehr. Auf das Mal die Idiots haben sogar Posters weggenommen, aufgerollt und versorgt. Weißt du, wirklich alles, was sie gefunden haben. Ja, aber wirklich, Mann. Das musst du respektieren, Mann. Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann vielleicht noch ein Bild irgendwo, kann ich mal irgendwo holen. Übel. Ja, glaub mir, der Prank tut weh und weißt, das ist easy zu fixen, oder? Und du musst es halt fixen, darum go allein, go for it. Ich habe es gehasst. Ich habe mein Leben gehasst. Wie ist es bei dir, Walliser?
Ich habe so eine ähnliche Geschichte wie du äußern. Die Silvester stattgefunden und hat auch mit Möbel zu tun, keine lustigerweise. Mit dem Möbel, ja. Silvester dermaßen voll zugesoffen, wie es halt ist damals, Anfangs 20, oder? Und mit Kollegen Afterparty beim Walliser daheim, also im Hergi daheim, yeah, geil, ja, super tolle Idee. Ich hätte den anderen Tag arbeiten, weil ich am Gastgewerbe arbeite, oder? Wach am Morgen auf. Das, was ich ob's mir hatte, ist, ich bin einfach eingeschlafen. Vor Besoffenen, oder? Ja. Die ganz höheren scheiß Möbel auf mir drauf. Da ist eine Couch und ein Schrank und alles auf mich drauf geschossen, weißt du? Ich bin erwacht, weil das Telefon geschellt hat am Morgen um 10 Uhr. Mir der Chef anrufen. EG. Das habe ich mir erklären. Ich komme hier nicht frei, weil meine Kollegen Möbel auf mich aufgestapelt haben. Technically bin ich krank, also. Ja, ich bin krank, Chef. Und das Geilste ist, weißt du, was das Geilste noch ist? Jetzt kommt es noch. Die hören sich, weißt du, am Walliser neben so eine Schafweide gehabt. Jetzt haben wir tatsächlich einen, nur so ein blödes Schaf in die Wohnung gestellt, der alles voll geschissen hat. Weißt du, super, weißt du, liegst ein paar Möbel drauf und hast ein Schaf in der Wohnung am Herumlaufen, das weißt du, macht. Irgendwann, wenn es Mittag ist, der Kollege schauen, wie es mir geht. So, ihr Arschlöcher, ihr blöder Wichser, Kopf. Das war jetzt. Ja, das gab ich nie als Wallis. Ja, nein, das ist normale Begrüßung dort. Ja. Als Geschenk hast du einem ein Schaf in die Wohnung stellen. Nein, ich habe mit Walliser eben nur im Militär zu tun und ich habe einfach nicht verstanden. Ich habe mit denen nichts mehr zu tun. Ja. Aber nicht schlecht. Nicht? Ja, der Militär gespielt. Wir sind noch die letzte Walliser Kompanie gesehen. Kannst du dir vorstellen, wie es mit uns zugegangen ist? Im Panzer bin ich mit 6 Dudes gesehen, die ich im Kindergarten gekannt habe. Scheiße. Weißt du, wie das gegangen ist? Was hast du zuletzt probiert? Cool zu sein und es ging schief? Also bei Ihnen zwei probieren es ja nonstop und es geht schief. Bei mir, ich bin nonstop cool, also. Also ich habe das jeweils, wenn ich Start Stream drücke. Jetzt bin ich cool. All da 4. Jetzt geiles Sieg und der ganze Chat so, der Mongo ist live. Nein, aber ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe das irgendwie gehabt, ich habe wirklich sehr lange Haare gehabt und dann habe ich es geschnitten vor irgendwie 6-7 Jahren und habe mich dann wie so neu geboren gefühlt, neuer Strike, bam, bam, bam und so und dann habe ich auch plötzlich mal irgendwie so einen hohen Furz gehabt, einen Abend lang in den Ausgang und habe einfach gefunden, ich lege mich jetzt komplett anders an, als ich normal würde. Das hohe Hipsters, ich lege eigentlich nur so schwarze Sachen Leder an und so und recht clean cut eigentlich. Gefunden, jetzt lege ich mich praktisch ausgewiesen und nur ein Trap-Rapper. Es hat nur noch Gesichtstattoos gefällt. Und ich bin wirklich, ich bin auf der Straße offen ausgelacht worden, Mann. Auf dem Hinweg und auf dem Rückweg und alles. Ich konnte nie mehr, ich lege wieder meine schwarzen Metal-Shirts an und dann ist gut. Bei mir ist es einfach... Can't pull this shit off, Mann. Scheiße. Ich kann mich jetzt spontan auch nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich allgemein einfach tollpatschig bin. Also es passiert mir immer wieder etwas, wo ich denke, damn, das hätte das nicht müssen sein. Aber das ist mir mittlerweile nicht mehr peinlich. Menschen finde ich super sympathisch, so tollpatschig, ich finde das super. Immer, ich mache immer etwas kaputt, ich hie plötzlich oder verletze mich. Weißt du, wie oft verletze ich mich am Fall? Das ist abnormal. Mittlerweile hat sich mein Körper daran gewöhnt, ich blöd und merke es nicht einmal mehr. Wirklich. Hör an Lachen auf dem Boden von, weißt du? Ja, ich habe mich einfach damit abgefunden, Mann. Es ist recht dann, wenn du so zum Beispiel eine kennenlernst oder so einen Scheiß, oder? Da willst du einfach cool sein, weißt du? Cool bleiben. Genau dann passieren die meisten Sachen. Da denke ich auch so, aber ich tue es halt cool spielen, weißt du? Also wie gesagt, es ist jetzt einfach so. Bei dir. Ja. Jetzt habe ich gerade verstanden, wo du gesagt hast, wie gesagt, ich wollte bei einer ankommen und ich tue es einfach cool spielen, weißt du? Ich wie gesagt. Vor ihr, sorry, gell, ich muss auch cool bleiben, schnell. Sorry schnell, Baby, aber ja. Alles klar. Alles klar. Wie ist es bei dir, Walliser? Analsex? Nein, keine Ahnung. Und ich bin Band. Nein, ja gut. Nein, keine Ahnung. Was ist das letzte da? Wenn ich ganz ehrlich darf sein, was ich probiert habe, um cool zu sein? Wenn ich mich so zurückerinnere auf eine Party Kokain. So What? ein Scheiß. What? Ja, so ein Scheiß. Ja, wir probieren ein paar Kollegen cool zu sein, ich probiere so einen Hürer. Du
Du hast es probiert? Das ist wieder, ja. Ja, ich habe es probiert, ja. Weil ich dachte, das ist einfach cool, weil es alle anderen auch tun, ja. Aber das ist schon völlig ein paar Jahre her. Weißt du, das ist nicht so. Ich habe gesagt, ich bin ehrlich. Was ist mit der Walliser los? Ja. Nein, ganz ehrlich, aber das probiert. Das ist ein Scheiß, ja, absolut. Ich habe irgendwann auch realisiert, dass ich überhaupt kein Drogenmensch bin. Ich habe das irgendwie eine halbe Stunde heim und dann nachher habe ich so eine Stimme in mir rein, die sagt, Alter, du tust wahrscheinlich gerade mega peinlich. Und dann kann ich es nicht mehr geniessen. Dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich bin der grösste Double am ganzen Event. Und dann sitze ich einfach da so. Ja, und dann ich habe nur Alk und Kiff ein paar Mal, aber anders. Nein, ganz ehrlich, ich nehme gerne ab und zu ein Bierchen, sonst nehme ich nichts, aber das habe ich wirklich vor ein paar Jahren mal probiert und muss sagen, aber wieder Strike sagt. Was heisst probiert? Hast du einfach einmal probiert oder für eine längere Zeit? Ja, nein, einfach einmal probiert. Ah, okay. Ich habe die Linie oder Zürich gesehen und gedacht, okay, gut, nein. Hast du es einfach ein paar Jahre lang probiert? Aber probiert, ja, mal schnell die Zunge drin stecken. Tutorial-Modus bleiben. Ein paar Jahre lang. Beta-Phase, ja. Ein paar Jahre lang jeden Tag einfach probiert. Nein, ich bin zwar auch schon in Kontakt durch andere Leute, aber niemals wieder mal die Idee gehabt, überhaupt zu probieren. Ja. Kiffen, Alkohol, okay, aber alles andere ist mir ehrlich gesagt, fuck it. Ah Gott, oh Gott. Ja, dann wär's das. Strike, du hast doch nicht etwas announcen. Eigentlich habe ich es ja schon gesagt. Ich bin die ganze nächste Woche live, ab morgen, ab dem 6. jeden Tag ab dem 6. außer dem Samstag und dann am Sonntag machen wir eine kleine Fete. Ich weiß noch überhaupt nicht, was passiert, aber wer mich kennt, weiß, dass ich versuche, für so spezielle Sachen auch so ein spezielles Intro und so machen. Also mal schauen, ob das zeitlich Also du bist ab morgen bis zum 9. live? Ja, durchgehen, nein, sicher nicht. Aber ich meine einfach jeden Tag, ja. Ja, jeden Tag bis etwa um 11 Uhr. Normalerweise mache ich ja 3-4 Mal. Probiere es mal eine ganze Woche, so ein bisschen als Partnerversary-Woche zelebrieren. Also glücklicherweise fällt es eben zusammen. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie es ist, wenn man eine ganze Woche so jobmäßig streamt. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja gerade noch ein Jahr Partner bin und dachte, das kannst du ja gerade zusammenbringen. Darum habe ich ja das komische Plakat, wenn ich so ein Filmplakat gemacht hast, du gesehen auf Twitter? Nee. Rocca. Ja. Warte schon. Das ist ja nichts mehr, wir müssen Twitch Geekstöbli drauf tun, gell? Ah ja, das habe ich dich sogar noch gefragt. Ja. Nein, aha. Nein. Ich habe dich extra gefragt, ob der ist, wenn dieses gesagt und ich Idiot. Ja, geh nicht auf Walliser Gamer, das ist schon Discord. Ich bin gerade am schauen. Twitter. Ich verpasse 90% von der Sachen. Der Hörnli-Mann. Der legendäre Hörnli-Mann. Live getroffen, ja. Beim Noobs-Grillen, wo er sie gesehen hat. Gell, Hörnli-Mann? Jetzt hast du gar nicht geschnallt, dass es der Hörnli-Mann ist gesehen. Hast du gesehen, Rocco? Ja, hast du jetzt auf dem Stream. Survival Week. 1 year of partnership. Ja. Das ist nicht schlecht. Kannst du da draufklicken, dann siehst du Monday to Sunday. Set off, always. Am Samstag tust du nicht, also ist es ein Scam. Ja, es ist alles Scam. Okay, cool. Ich sehe am Fall, ich weiß nicht, total an mir vorbei. Ja. For 1 week, was bad? Ah, okay. Cool. Wieder Like, hä? Cool. Nicht gewusst. Voll gut. Kann man etwas gewinnen, sonst schaue ich nicht rein. Ich bin im Fall wirklich am Schauen. Danke schön, Extend, merci. Ich bin wirklich am Schauen, ob man vielleicht noch irgendwie Giveaway machen kann, aber ich kann es ja garantieren. Also ich wage noch ein bisschen auf Antworten und so. Aber, wir schauen mal. Ein Dickpick. Jawohl, genau. Also Dickpicks von mir sind schon immer mein grosses Giveaway gewesen. Also du weißt, warum ich grosse Giveaway sage. Weil es sonst zu klein wäre. Ich muss sie ja, wenn ich es halb so groß drücke, wenn er wirklich ist, muss ich ja auf A2 Größe drücken. Sonst bringt man ja nicht ganz drauf. Zeig ihn, komm, wenn dich traust. Zeig ihn. Willst du gebannt werden? Alles klar. Und nachher zeige ich an Twitch, es ist aber ein Verified gewesen, so fuck you. 1,50 Meter, so lang kann er gar nicht sein da hier. Damn! Hattest du noch etwas gehabt, weil es jetzt um etwas announcen, kommt etwas Neues oder nicht? Ich kann es ja noch nicht so sagen. Wie gesagt, ich bin momentan, sind wir gerade ein bisschen, also nicht wie Geekstöbel, intern bin ich gerade ein bisschen im Stress von mir selber. Von mir gibt es wenig genug Streams, wo ich das selber hosten tue.
Aber wir haben jetzt gerade in nächster Zeit die Dings, Zürich Game Show sind wir vertreten mit dem eigenen Stand. Yeah. Und Ende Monat haben wir wieder einen 24-Stunden-Stream, der Teil 2. Und für im Herbst, ich weiß nicht, ob ich das von den Jungs darf erwähnen, haben wir da noch eine Überraschung. Verrat's einfach, who cares? Ja, ich muss das mit den Jungs absprechen. Das ist nicht so meine Entscheidung allein mehr, weißt du. Da bin ich einfach strikt, weißt du. Ja. Nein, aber die zwei Sachen der Monat passiert. Und ja, und sonst immer wieder mal eine Vision. Ja. Chat, schaut schnell, wenn wir noch hosten in dieser Zeit. Irgendjemand soll jemand bringen, jemand Neues oder jemand Altes, I don't give a fuck. Und ja, ich würde sagen, merci. Wir sind zwar wirklich, wir haben so viele Themen. Chat, wir haben da sogar noch vor dem Stream lang über etwas geredet. Nicht dazu gekommen, schon noch anderes Zeug, nicht dazu gekommen. Sind alles, fuck it. Ich kann einfach wählen, dass wir spontan reden. Und ich will mich da nicht an einer fucking Liste halten. Wo meine eigene Liste ist. Und zusätzlich noch, will ich auch noch sagen, Seito Hue. Who the fuck ist Seito? Oh, hey. Hat das der Walliser geschrieben? Was ist das? Was? Habt ihr schon Tastatur? Nein, so Steichtafeln mit Meißel und so kann ich draufklopfen. Zusätzlich, wenn dir Chat vielleicht dann irgendwann auch noch Bescheid geben. Normalerweise habe ich immer 15:30 gemacht. Hatte die Zeit gerne gehabt. Diesmal haben wir wegen dem Strike. Ja? Gib dem Zulu mal. Der hat mal sicher gefreut. Was ist mit mir? Ich weiss nicht, ihr habt euch entschieden, am 7. heute zu machen. Normalerweise machen sie am 3:30. Ja, Messi übrigens. Persönlich habe ich es eigentlich nicht wollen, habe es so lassen, aber gleichzeitig habe ich gedacht, fuck it, ich will es mal probieren. Oder mal am Abend streamen schauen, dann passt es gerade. Für meinen Geschmack ist es ein bisschen spät, finde ich. Darum muss ich schauen, ob ich vielleicht... Und 3:30 ist ab und zu so knapp, ich komme gerade heim, renne, muss alles vorbereiten und dann blablabla. Darum bin ich mir überlegen, vielleicht sogar auf die 5 zu machen. Ja. Muss aber nochmal schauen, weil die meisten Leute, die ich mit den meisten rede, sagen immer, es wäre besser später. Aber es hat halt immer geklappt, bis auf diesmal nicht. Aber ich meine... Ja, sorry. Und danke auch dass wir können da sein können. Danke vielmals. Das ist eigentlich schon lange auf Mats gefreut. Auch wenn ich immer noch muss sagen, dass ich so Frechheit finde, dass du die heilige Faust vom Strikeforce-Logo einfach geklaut hast. Ey! Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich null dran gedacht. Ja, klar, logisch. Ich meine, du gehst Google Faust und dann kommt das. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber das Gute an dem ist eben auch, dass eben wirklich schon, ich habe schon Fotos auf Twitter bekommen, so wo die Faust auf irgendeinem Partyplakat irgendwo war. Oh, schau mal, krass! Und das ist marketingtechnisch nicht mal. Also alle erkennen es jetzt wegen dir, sozusagen. Ja, hä? Also ich meine, ich weiss. Ich weiss. Mit Schweizer Armee-Abzeichen ist doch das drauf, oder? Mit durchschnittlich 250.000 Zuschauern bin ich einer der grösseren auf Twitch, das weiss ich. Natürlich. Aber trotzdem, aber ich meine, Strongest Force ist die Strongest Force im Universum, also muss man. Ich finde es perfekt heute. Stand Rage 7 finde ich aber zu spät, Leute, und 5 sagt schon, ihr würdet viel essen. Ihr könnt ja beim Essen schauen. Hey, Alter! Roka, ich habe eine geile Idee. Jetzt kommt. Wir machen das Roka. Wir machen regelmäßige Podcast zu Abendessenszeit und wir stellen den Tisch auf, schön mit Kerzen, und Sachen. Wir lassen jemanden kochen, vielleicht sogar im Restaurant, stellen ein paar Kameras auf, organisieren jemanden, der die Regie macht und dann schnurren wir über Gott und Welt, vielleicht laden wir noch jemanden ein, beim Znacht. Hä? Kerzenschein. Nice ja, das hat noch gefallen. Die Begeisterung ist gross, ja. Halt super Idee. Soll ich kochen? Ja, der Walliser kocht, genau. Ja, dann sagst du mir, ich hätte gerne Spaghetti und dann bringt er Brot. Ja. Somebody touch my Spaghetti. Nein, aber komm, machen wir es. Geile Idee. Ein Podcast bin ich immer noch ein bisschen dran, um etwas zu machen. Aber mit dem Essen... Namen gesucht, weißt du noch. Aber das wäre nice, dann hast du so eine absolut unzwungene Atmosphäre. Dann gehen wir irgendwann mal einen Burger essen oder so. Oder wir gehen immer in verschiedene Restaurants, fragen, ob sie mitmachen, dann so gratis apropos und ernsthaft, so einen Raum braucht es wirklich. Dass irgendjemand mal das hat. Wo wirklich mal so einen Ort hast, wo die Leute kommen können. Sagen wir die Matze an einem Ort. Verstehst du? So ein Studio, so ein Mini-Studio daraus machen, wo die Leute auch kommen können. Ja. Aber das ist dann schnell viel Geld. Ja, hab mal Platz für das und tu das mal mieten, dann nimmst du wieder mit Zigaretten in den Fingern.
mal gemietet hast. Das macht, stell dir vor, wir wären jetzt wir drei an diesem Ort, weißt du, und hängen so an einem Sofa und machen all das, was wir machen, einfach in real life. Ja. Schon geil, ja. Auf jeden Fall, ja. Aber das war so der nächste Schritt. Aber das... Der Grund, warum ich gesagt habe, mit Essen ist, das mit ein da sitzen auf dem Sofa hängen und ich schnurren, das hast du schon 1000-mal das Content, die das Idee, stimmt. oder? Mit dem Essen, in einem Restaurant, wenn die Restaurants wirklich mitmachen, weißt du, und du sagst, wir kommen das mal zu euch, wir zeigen euch das Logo, pipapo, dafür dürfen wir bei euch einen Tisch die Kamera machen und so weiter und so fort. Jedes Mal was anderes. Das wäre schon nice. Meinst du jedes Mal ein anderes Restaurant? Ja. So machst du Werbung für jedes Mal ein neues Restaurant, immer ein neues Essen. Ein anderes Studio. Die Grundidee ist wirklich gut. Machst 2 Kameras, hockst eine hintereinander, wo am OBS Kameras hin und her schaltet, oder 3, weißt du, totale, eine auf der einen, eine auf der anderen. Machst 2 Mikrofone rein, die hast du schneller mal gekauft. Ja. Das wäre schon noch lustig. Mal schauen. Gute Idee. Mal schauen. Aber es ist viel Arbeit und Zeit. Der Strike will das Essen gratis bekommen für Werbung, das Schmarotzer. Ja, Alter! Also Stream, lasst, wir sind einmal, wer soll ich hosten? Was habt ihr gesagt? Komm mal, der hier abchecken. Kennen ihr zwei jemanden? Strike und Walliser. Am besten Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Ich kann schon schauen, wer live ist, den ich kenne. Aber gibt dem Zulumar, der ist Schweizerdeutsch. Der ist so ein bisschen am Anfang drin, dann ist gut, ja. So Schweizer. Also ich habe ein paar, also ich warte nur, ob ihr... Also ich habe einen Schweizer, der live ist. Ich habe einen Schweizer, der live ist, aber den will ich nicht hosten. Kennst du Rocca? Nee, Idiot, der Rassist. Gell, ja, er ist eben irgendwie selber sieht so ein bisschen südländisch aus und ist ein riesiger Rassist und so. Also, ich habe ihm auch schon mal leise Schnurren gehabt, muss ich sagen. Also, ohne Scheiß. Ja, Mann. Ich habe gesehen gefunden, direkt geht weg. Darum sieht das so komisch aus. Komm daher, du Bitch. Du, 1,70 grosse. Ich bin 2 cm grösser. Ich schaue auf dich runter, Bitch. Alter, ich peitsche dich mit meinem Penis ins Gesicht und du hast nicht mal gemerkt, dass ich da bin. So weit weg bin ich. Ja, bei dem kleinen Ding. Weil er so lang ist, du glaube ich halt. Nein, egal. Es hat niemand Cam, ich will jemanden mit Cam. Da kann man schon ein bisschen Reaktion schauen, wenn ich euch Plebs überschicke. Ja, ich kenne keine Schweizer sonst noch mehr. Es ist gerade Dinge, die niemand live, Mann. Also ist 7 vielleicht doch nicht so schlecht. Ich habe eine Kollegin. Was hast du wollen? Aber Österreicher geht auch. Ah, hier, look, dem. Ja, den habe ich, ja, ist schon gesagt worden. Zulum Swiss Army. Oh, ja. Swiss Army, stimmt, der wäre ja noch. Swiss Army, der Justin Bieber von Twitch. ich hätte es nichts sagen. Ich will mich nicht verunglücklichen. Nein, Leute, er ist junges Fuck und sieht wirklich aus wie Justin Bieber. Come on. Ich würde jetzt sogar abschmüssen und mal ein paar Schwanz ins Gesicht klatschen. No for noobs. Abschmüssen. Nee, WoW, come on, ey. Abschmüssen. Gerade so. Abschmüssen. Ja, ja. So, gerade zeigen hier, hallo, Alter, hier bin ich. Gerade so. Ja. Ist der Justin von der Schweiz auch, aber gell? Er ist noch verdammt jung, Mann. Er ist, was ist er, 17 oder so? Also halb so alt wie er. Oh man. Könnte Großvater sein von dem, ja. Das ist schon fast ein bisschen schmerzhaft so. Weißt du was? Das machst du schon durchklicken. Das ist immer wieder das gleiche Problem. Der Airscope, was stimmt auf Schweizerdeutsch? Ja, also ich glaube schon, oder? Oder nicht? Schweizer zockt der Rand. Also er schreibt an, Schweizer zockt der Rand. Ich weiß nicht, ob er. Aber ich check das Game nicht. Ich will schon, dass die Leute, wenn schon etwas gesehen was spannend ist. Sie haben eben, Rand hat Partner Lounge oder Gamescom irgendwie gesponsert. Darum haben sie dafür hinten dran Game Stations aufstellen mit dem Game. Nachher sind immer Leute gekommen und gesagt, können wir spielen. Wenn ich es spielen und es ist. Ich habe auch gedacht, schon, ja. Ich habe gedacht so, hä? Und dann in dem Moment hat man ein T-Shirt in die Hand gedrückt, das von dem her. Dann ist jemand, der euch noch nicht folgt. Ich gehe jetzt eigentlich schnell schauen, ob es vielleicht noch. Aber ich gehe mal CHD ein beim Suchfeld. Ja, da siehst du, da kommen wir jetzt zum Problem. Hier, leck mir am Arsch. Schweizerdeutsch. Es gibt einen Channel namens CHDSR. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Kann man nicht nach Streamtitel suchen irgendwie? Weiter unten. Hä? Aha. Ja, live ist nicht mehr.
Lies mir einen Ich gebe jetzt Kommentar, mal Bitch. Schweiz. Ich gebe jetzt mal Schweiz. Osterrock ist Gameplay ist mies, aber er ist okay. Lies meinen Kommentar, Bitch. Ey, ich weiß im Fall nicht. Also es gibt noch Derafin. Oh, eine Schnitte. Wo, wer? Derafin da. Ist das einfach nicht umdenkt. Schweizer Streamer. Der Swiss R macht eine Wiederholung, das schießt mir an. Das wäre ein bisschen sogar IRL und da wäre Ja, stimmt, der Airscope tut ja Englisch, ja, stimmt. Eben. Sorry, Alter, wer als Schweizer Englisch streamt, ist einfach voll dumm im Kopf, ganz Nicht ehrlich. jetzt, Mann, nein. Die muss man alle mal anficken. Es braucht endlich mal einen, der die alle an. Das ist schon so einer, der heisst doch so komisch. Oh yeah, ich habe glaube so einen 12-Jährigen gefunden. Schweizer Streamer, kleiner Streamer Road to 50 Follower. Wie viel hat er? Ah. 38. Schick mal den Link im Discord. Oh, wenn wir das wirklich zu dem machen. Schick mal den Link im Discord. Bald länger für einen Host zu suchen als das ganze Gespräch. Ja. Das ist das Gleiche, Mann. Aber okay. Seid nicht. Ich will den nicht schocken, Mann. Ist gerade live? Ja. Ja, aber der spielt Fortnite. Alter, der ist irgendwie 5. Ja, jetzt 12, wie gesagt. Alter, kein Stimmbruch nicht, Mann. Okay, alles hier. Soll ich da Bull im Haus haben? Nein, Mann. Ja, nein, keine Ahnung. Chat, was sollen wir... Was ist das? Mr. Crandy? Ice... Alter, nimm doch einfach einen. Nee, zur Not schalt einfach ab und es tut jemand Autohost. Also von dem her... Fuck it. Ich bin schon lange Twitch AGB, alles sind 13, ja genau. Ja, genau. Ja. Und bevor, wenn der Stream fertig ist, Dragon Wallace erwartet nachher kurz, gell? Ja. Ja, sicher, ja. Also, mal ausgesucht hast du. Ich entscheide mich für nichts. Es tut irgendjemand nachher die Autohost und schickt euch alle darüber. Fucking. Weißt du was, warte schnell. Ist der Arme, Swiss Arme auf Schweizerdeutsch? Wenn er das auf Schweizerdeutsch ist, mache ich ihn. Fuck it. Ja, dann mach ich ihn, komm. Du bist ja Hochdeutscher. Wer ist Hochdeutsch? Ja, ich bin jetzt auch dran. Mal schauen. Bra, jetzt oder nie? Sag etwas. Sag etwas. Ja, gell, er muss auf sagen. 7er Heavy Etwas. Hit. Hochdeutsch. Ja, Hochdeutsch. Soll ich gleich? Oh nein, ich hatte keine Max mehr. Ja. So. Dann könntest du aber auch... Ja gut, okay, sie ist schon Partner. Sagt der Zulu-Mar, Wer der sie? hat wenigstens Schweizerdeutsch und... Right. Alter. Hä? Wer sie? Ja, ich habe eine Kollegin, die Österreicherin ist, Also, die auch noch cool wäre. Machen wir mal die Österreich. Aber sie ist halt Österreicher. Shake Girl. Also wie man es sagt, Shake Girl. Ja. Shake Girl. Shake Girl. Shake Girl. Ja, Was macht sie? Sie hostet aber. Was, sie hostet? Alter, bei mir steht live. Bei mir ist sie im Hosten. Nein, Hure Twitch, Tinkerle, ja. Mann. Hure Twitch, Mann. Ist mir das gerade eine Frau antreiben und sie ist nicht mal rum? Ja, wenn du schon mal Kontakt zu Frauen hast. Du bist sicher noch sterilisiert. Was gibt's noch? Bei Okay, mir steht wirklich... wir machen das Swiss Arme. Mach den Arm. Ja, ich hätte echt keinen Bock mehr. Also Leute, sagen dem Arme nachher den Gruß. Danke fürs Zuschauen. Walliser und Strike, merci vielmals. Merci Danke dir. auch, merci. Ja, super, Stream. geil gewesen. Chat. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Sind ihr wieder da gewesen. Ich schaue, ob wir bei 33 bleiben oder nicht. Und nachher, ich gebe euch noch Bescheid bei den Social Media Scheissdreck. Mittlerweile sind wir mal bei Instagram. Dort wird die geile Dickpics posten. Oh, damn. Reingezoomt. Also, macht's gut. Danke vielmals. Habt das Schöne. Und nachher am Swiss Arma Hallo sagen. Ist ein herziger Schnee. Habe ich nie gesagt, wenn Bullen fragen. Tschö, tschö. Ciao. Ciao. Tschüss.